Da gingen wir mit dem 4. Punkt weiterführen. Und das sind Frohe von der Conseillerin und der Chefrat. Und dafür ist eine Frage vom Herrn Benoit über den Lift am Pfaffendal. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeeste. Es geht eng froh die Fermetüren von dem Pfaffendaler Lift, die nicht am Voraus annonciert sind oder vorgesehen haben. Schon eben dort Informationen gekriegt, dass am Dezember, Januar ein paar Mal außerhalb von der monatlichen Maintenance der Lift vom Pfaffendal eben zu war. Und das ist natürlich extrem blöd, auch für die Leute, die da gerade stehen, weil sie das nicht wissen und dort am Voraus nicht wissen. Und dafür wäre natürlich wichtig, dass die Leute, die benutzen, auch dann zu dem Moment darüber informiert gehen und das als wohl auch über die App nicht passiert. Da steht ihnen einfach da und dann voilà, steht ein bisschen blöd da. Dafür wollte ich mal fragen, ob ihr das konfirmieren könnt, wie das passiert an den letzten Wochen auf ihr Wert. Wie das dann am Laufe des letzten ganzen Jahres auch passiert dafür Wert. Und voilà, was geht von ihrer Seite noch hilft, dass eben die kurzfristig, dass das kurzfristig nicht mehr passiert eben. Und dann, wie ich auch schon gesagt habe, die City-Applikation, die hat das dort eben nicht vermittelt, was natürlich dann auch ein bisschen blöd ist, weil die Leute, die den Alltag benutzen, die rechnen natürlich damit, dass sie über die Applikation informiert gehen. Und dafür wollte ich auch froh, wie in das an der Hinsicht die Applikation so kennt ändern, dass auch wenn ein kurzfristig der Lift muss zugemacht gehen, was ja durchaus passieren kann, dass die Leute dann aber auch über die Applikation gewohnt gehen. Merci. Merci, Madame Beissel. Merci dem Herr Benoit für die Frage. Ja, das effektiv an der Zeitspanne zwischen dem 12. Dezember und dem 12. Januar als 6 Mal der Lift hors délai. Ihr wisst, dass hors délai zwischen dem 10. oder 10. Dezember und dem 10. Januar als der Lift hors mise, hors Zirkulation normal, was immer der Montags nach 6 Mal war als nicht operationell gewesen. Und man hat ganz genau noch geguckt, davon waren 3 Mal Defo-Techniken, entweder Roulement oder Kapteuren, die ausgefallen gingen. Und 3 Mal waren Intemperien, das heißt Frost, Eis und Schnee. Und wie gesagt, da das ganz genau festgestellt ging, die Reparaturen waren schnell, das heißt, der Schindler als die Entreprise, die den ganzen Lift geliefert hat, dann noch immer guckt mit den Pièces de Rechange, die sind nicht weit weg und sie haben immer probiert, dann ein paar Stunden alles zu reparieren und maximal an einem Tag. Wir haben an 24 waren über das ganze Jahr 12 Mal an derselben, nicht gerade dieselbe Proportion mehr Ball, 8 Mal technisch Probleme an 4 Mal Intemperien, dasselbe Eis, Schnee, Frost und da kommt auch noch ein dicken Sturm dabei. Wenn Eis oder Schnee ist oder Frost, das ist ein Problem, und holen sie einen anderen Urlaub, dann frieren anscheinend Schlösser und dann ist die ganze Kabine nicht accessibel. Ihr wisst, Kabine, die hat dann die ganzen Schlösser, die hat Glas. Und lo probieren sie für, am Notfall haben sie da einen anderen Urlaub, dass sie dann eventuell die Schlösser abkriegen. Sie haben 30 Piècen ersetzt, 2024, weil wie gesagt, an der monatlichen Maintenance der Lift wird extrem viel benutzt. Und all Material, das benutzt wird, das hat Aufnutzungserscheinungen und sie passen schon ab. Mit kann immer etwas kommen de façon imprävisibel. Das ist dann, wie gesagt, mal den Ist-Zustand von den Ferien. Da könnt ihr neben Kommunikation. Den Gestionär, sobald man die natürlich etwas entdeckt, geht nicht viel tun. Aber das Problem ist, dass eine Imprävisibilität, das heißt, der Moment, wo sie entdecken, ist natürlich das Risiko, dass dem Moment doch schon Leute durchstehen, die wollen den Lift benutzen, notamment wenn es frei ist. Es geht direkt auch an einen Service de Kommunikation, aber als ein Service, der sieht, als ein Service TIC, ja, wir können noch nicht texten. Wenn wir das gemeldet kriegen, setzen wir das natürlich direkt auf den Internet und an die City-App, aber das ist aber derselbe Moment. Dafür kann ich nicht am Anfang sagen, dass es so geht. Weil aber immer direkt kennt, dass das von einem abgeht, das heißt, wenn
Reparaturen gemacht wird, geht direkt der Statut vom Lift, das ist ob oder so, geht an der City-App gemerkt. Das sind die Informationen, die ich schon. Da auch ein Problem mit der Kabine, nach die eng seid als eng Fissure an enger Kabinefenster, die geht lo, und das auch nach dem hinnechten Deel, wenn der auf den Dalle raufguckt, die hinnechte Vitrine, die geht auch frisch gemacht, weil die auch schon ein paar Jahre hört, und vielleicht mal Moment da drücken, dann sagen man, die geht auch gesagt, dass den Liefdremenker höchst performant ist, weil er geht terribel viel benutzt, und dafür ist es auch normal, dass es so gut wie möglich funktioniert. Merci. Da kommen wir bei einer Frage von der Madame Milchen über die Bibliothek. Madame Milchen. Merci für das Wort, Madame Burgmeister. Die City-Bibliothek ist eine von den zentralen Anlaufstellen für viele junge Studenten, die hier einen ruhigen Platz haben, für zu schaffen und zu lernen. Für viele von ihnen sind Bibliotheken immens wichtig, weil sie daheim weder Platz noch die notwendige Ruhe haben, für effektiv lernen zu können. Es stellen sich hier allerdings ein paar Probleme. Der disponible Platz an der City-Bibliothek ist extrem begrenzt, weil es oft schwierig ist, einen Platz zu finden. Auf verschiedene Bereiche von der Bibliothek, also die mans hart, sodass es schwer ist, sich konzentrieren zu können. Und die Nationalbibliothek, die extra einen passenden Raum hat, für zu lehren, geht als einzige Alternative nicht durch, weil das auch oft überfüllt ist. Weil viele Menschen, vor allem junge Primärstudenten, die entweder einen Ortswechsel oder ganz einfach einen ruhigen Platz zu lehren brauchen, ob so es passend im öffentlichen Raum angewiesen sind, gebe ich euch gerne folgende vorstellen. Plant Schafferot an nur Zukunft weiter Reim Plätze für zu lehren an der Stadt zur Verfügung zu stellen, als eine Erweiterung von der bestehenden Reim für zu lehren für allem an der City-Bibliothek möglich auf hier gesehen, können Kooperationen mit Schulen, Maison Relais, Centre kulturellen etc. konsideriert gehen, für während der Examenzeiten supplementär Plätze zu schaffen. An viertens wird der Schafferot für 4 Maßnahmen zu holen, für die Comedy an der City-Bibliothek zu limitieren. Vielmals merci. Merci auch. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel, wo wir als nächstes ein bisschen Victim von unserem eigenen Succès gehen. Ja, an den 17 Jahren, wo die Bibliothek oben ist, hat es einen enormen Succès, hat es eine ganz große Attraktivität. Dann die Situation, wie das beschreibt, das ist auch richtig. Wir haben, und das ist eng von uns natürlich mit den Sachen, wo man muss versuchen, eins zu gehen, wir ganz verschiedene Klientel, wenn ich das kann so nennen, und dadurch natürlich auch verschiedene Besoins. Ne? Die schwätzen vor allem ob Studenten und die wollen wirklich richtig schaffen, nach ruhig sind. Und sie wollen, und das ist etwas, was man festgestellt haben, sie wollen noch eins dazu pur zusammen schaffen. Und da wollen sie, wenn sie zusammen schaffen, wollen sie aber auch zusammen schwätzen. Das wird eben zusammen durchstellen. Und da als Bibliothek ganz die akute Problem gut erkannt. Und wir sind dran, eine Kabine insonorisée anzubauen, wo dann 4 Leute können mit denen eben da sich austauschen und einfach schwätzen. Wir müssen auch versuchen, eben da verschiedene Klienten, wenn ich kann so sagen, rauszuholen oder Neues auf anderen Plätzen hinzubringen. Das sind besonders eben noch zum Teil als Junker Kanner, die wir heinz do schon auch an den Circle City oben auf der 5. Stock an die Räume, die wir haben, wo können Reunionssäle sind, aber wo wenn sie zu mehr sind, eine Klasse zu mehr, dann ist nämlich der Raum, den der jo kennt, der für die Kanner raus, da fängt der noch schon ein bisschen klein zu gehen. Also all die Erfahrungen, die gemerkt sind, für die Kanner zu interessieren in der Bibliothek, die haben mehr wie ihren Resultat erfüllt. Und natürlich muss man dann darauf aufbauen, für das auszubauen. Und sie wird, wie gesagt, am Circle City oben am 5. Stock, wo wir eben los schon mit Kanner gehen, innen an der eine Kabine insonorisée, die hier abgebaut wird. Und wir haben 4 an der Entrée, können den sich nach vorstellen, dass den Pulter dabei machen, aber da ging das auf Kosten von anderen Utilisateuren gehen, zum Beispiel die Zeitungen lesen kommen. Ne? Die meistens, ja, die oft auch ein bisschen lang bleiben. Das ist auch schwer, einem zu sagen, den sich interessiert, für alle Zeitungen zu lesen, für
dat de nimmen eng Stunde kann. Dat will man ja auch nicht. So sind wir ja auch nicht. Dafür, de Problem ist schon richtig erkannt, wir holen noch seriös, wir gucken da Lesungen zu finden, die ist gar nicht schlecht mit eben noch Maison des Jeunes auf verschiedene Momente. Meistens sind Maison des Jeunes da, für dann Aktivitäten zu machen, das möchte nicht Comedy, das entspricht dann nicht mehr das, was Studenten brauchen, wenn sie ein Examen vorbereiten. Aber wie gesagt, wir haben nicht Radar, aber wir werden versuchen, das noch auszubauen. Dann eine Frage vom Herrn Werner über die Installation von Adoucisseur d'eau. Herr Werner. Ja, merci, Madame Bürgermeister. Ja, Zter dat Staat nach méiwässer aus egenen Quellen an Deelweis auch wann noch Manner vun der Seebes bezieht, das Herd vum Wasser gewisse Kartien sensibel opgangen. Dat war schon lange de Fall, na dann zu Meere an Bel Air, Meolozonen 2 an 8 vun Seising an der Naier Zon 11 vum Kirchbiersch. An all dee Kartien ass den to iwwer 18 Grad DH, also deutsche Härte hecht dat klingt de bësse komisch, dat so. Ab 17 d'ailleurs DH mis den allerdings schon ein Entherdungssystem installieren los, weil sos ab 50 Grad Thyoterie an Heizungsinstallationen beschädigt gin. 2022 hat auch der Chefverrot den Service des Eaux de Mode beauftragt, eine Etude de Faisabilité zu machen für Entherdungssystemer vom Trinkwasser auf 4 Pumpelstationen zu installieren, auf der Polfamilien, Glasburen, Biereler Grund und an der Milleberg. Als im Rapport d'Aktivität dann von 23 wird der Service des Eaux das System von der Nanofiltrierung als beste System festgehalten. Und das hätte noch verschiedene Büro d'études mal elaboriert. Dafür wollte ich vom Chefverrot wissen, wie steht der Chefverrot zur Installation von Entherdungssystemen an den Stadter Quartieren, notamment die vom Nanofiltrage. Und zweitens, was sind die für so ein Projekt umzusetzen, und noch die betroffenen Bürger davon informiert. So nicht, merci. Merci, Madame Beißel. Ja, merci dem Herr Werner, das war eine Frage, die könnt öfters rum. Ihr wisst, wir haben an der Stadt 11 Zonen, das ist ein Großteil von unseren eigenen Quellen, weil wir wollen andauernd die Autonomie oder die Autarcie von der Gemeinde Lützeburg, auch vis-à-vis vom Seebest, der auch ganz viel Wasser überall am Land liefert, will man halten und verbessern. Wir hatten just im Moment, wie wir mit Tazachlor ESA 2014 an den Quellen hatten, da haben wir mehr Seebestwasser geholt. Aber im Moment ist es so, dass es praktisch 50-50 aus eigenen Quellen an Seebestwasser. Die muss doch wissen, dass durch den Fakt, dass wir ganz viele sandstehende Gebiete haben, haben wir eben Hartwasser. Ich kann nicht nur eine Karte geben am Büro, wo ganz 11 Zonen dran sind. Ich kenne nur mal die Zonen, die da direkt gesagt wird. Das ist Zone 2. Das ist nicht so gerade so schlimm, wie da gesagt wird. Also zwischen die 1 zwischen 16 und 19, Zone R zwischen 15 und 17 und Zone 11, das ist die neue Kirchbiersch, zwischen 13,5 und 16,5. Nur etwas Wichtiges für euch alle Guten. Den Hartwasser, egal ob wir schaffen effektiv mit deutschen Härtegraden, die Geologen so tun, Hartwasser als Qualitätsfehler von einem Trinkwasser, wird das bewiesen, dass ganz wichtig für die Gesundheit. Da sind nämlich Mineralsalze dran, der Calcium plus der Magnesium. Aus dem Moment an herdem Wasser automatisch gehen. Das ist also gut für als Gesundheit. Nachweislich, dass es ganz viel Leute nervt, weil dann an den Lavaboen, an den Kaffeesmaschinen, an den Bouilloiren weiß überrechter sind eben vom Wasser, weil über 60 Grad, das sollte auch wissen, riecht über 60 Grad fängt Wasser und das Calcium auszuschütten. Für die Geschichte, wenn er sowieso wird umweltfreundlich sein, da setzt Heizung auf alle Fall, das ist ein Service, nicht über 50, dann nur kein Problem mit Calcium. An die modernen Spülmaschinen, da kann ich ja dauernd Salz nachfüllen, was ganz wichtig ist. Das ist kein Problem. An den Waschmaschinen, ich mir auch erklären gelassen, die letzte sind überall Programme, wo automatisch auch
den tëtzten Rof gesat gi noch fir Energie ze spuren, dats du och net de Problem so ass. Nach as et so an effektiv huet gesot de Schafferrot huet de Go gin, fir dats ma giffen op dee Punkten, wo Quellewasser an Staat racken mé hun 7 groes Seebeisleitungen, dat dann sinn dann Quellenwasser wo rackend an den Resomenter gëtt gemëcht, well hun schon x-mal gesot echtens huet Seebeiswäter. Überhaupt kein Kalk, da muss man Kalk beisetzen, für das man die Normen vom Wassergesetz von 2022 überhaupt respektieren, muss Minimum Kalk dran sein und tut dann plus keine Nitraten. Da müssen wir sowieso immer mit diesem Wasser, für das es exzellente Qualität ist. Wir haben effektiv Büro d'études, sind spezialisierte Büro d'études, auch teilweise aus dem Ausland, haben gesagt, dass Nanofiltration, du wisst, was ein Nanogramm ist, das ist nach etwas viel mehr Kleines wie ein Mikrogramm, als das einzig, was dann eine Möglichkeit hat, für den Calciumsgehalt an dem Wasser aufzusetzen. Wenn man die 4 große Pumpestationen auf 4 gesehen, ich meine, die hat schon gesagt, dass Sonnenschneiker, Pulvermühle, Glas, Burebirler, Grund, und was ist das dann? Ich weiß es nicht. Dass man da den Terdegraden, wenn man die Nanofiltrationsannähern könnte setzen, überall einer 11 könnten halen. Das heißt momentan schon nicht gesagt, leider zwischen 13 Momente an 19, dass man sie könnten auf 11 festsetzen. Das sind Projekte de grande envergure, das muss auch eine Phase gemacht gehen. Prozeduren, die sind, sollen nur angefangen gehen, weil wir müssen nur ganz kurz Autorisationen kriegen. Und dann lösen wir aber die Treatments anderen eng oder anderen. Wir geben aufhängen am Sektor von der Pulvermillen und dann gucken, dass wir ein gutes Resultat kriegen, dass wir, wie gesagt, Mannenherd Wasser an alle Quartier können liefern. Ja. Merci vielmals. Ich hoffe, ihr habt alles richtig abgeschrieben. Das ist gut für die Gesundheit, das ist gut für die Gesundheit, und schlecht für die Maschinen. Ne? Voilà. So können wir es resümieren. Ne? Bon. Und dann hätten wir aber noch eine Frage vom Herrn Werner über Logement, also Lokation von Zimmern. Ja. Ja, merci. Das ist eine Frage, die man naturwissenschaftlich pardon. Ja, sind enger Party Joren gehen an der Stadt Familienhäuser auf engem Niveau auf verschiedenen Zimmern so erdeelt, sodass natürlich der Proprietär mehr Lokationsresetten akkassieren kann. Wir schätzen wohlgemerkt nicht von Wohngemeinschaften, mehr justement dann stark und dann für 1.000 € ein Zimmer, den einen, den anderen kann ein anderes Zimmer für 1.000 € und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Praxis den Plan d'aménagement général für die Zone d'habitation nicht respektiert. Die legt nämlich fest, ich zitiere, le nombre de logements autorisables dans les maisons plurifamiliales correspond au nombre de niveaux de la maison. Sont pris en compte les niveaux pleins ainsi que le premier niveau situé au-dessus du dernier niveau plein. Voilà, dafür wollte ich einfach vom Schafrot das wissen, wie der Schafrot besteht von den Praxisen, die am Gegensatz zum PAG sind. Weil ja, was gedenkt der Schafrot zu erholen, aber wenn der Schafrot nicht davon besteht, wie es der Schafrot will, es Kontrollen en place setzen, für den Respekt vom PAG können zu garantieren. So nicht, merci. Merci, Herr Werner. Für das Frage zu beantworten, brauchen wir zwar keine biologischen Kenntnisse, mehr juristische. Weil das effektiv ein ganz sensibel Matière. Aber wo es auch Jurisprudenzen gibt, die Situation nicht unbedingt mehr einfach machen. Das, was dir zitiert tut, das, was dann aus dem PAG steht, aber was doch richtig ist, das heißt, dass ein normales Niveau an einem Haus, auch am Sektor Habitation 1, eine Wohnung kann machen. So, da geht es also darum, für eine Wohnung zu determinieren. Was ist eine Wohnung? Ja, weil wenn ihr seht, Habitation 1, familial, da geht den so gingen davon ausgehen, dass das eine Wohnung für eine Familie. So wird das aber nicht definiert, weder also an den juristischen Texten. Ich lese nicht viel, wie es definiert wird. On entend par logement un ensemble de locaux destinés à l'habitation formant une seule unité
et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC. Das ist eine Wohnung. Das geht also nicht determiniert par rapport zu dem, den dran wohnt. Mais eine Unité de Logement ist das, was ich gelesen habe. Mais dann geht aber auch gesagt, und das ist Jurisprudenz, la location, und ich lese noch dafür, la location individuelle de chambre ne modifie pas le statut d'une maison unifamiliale dont elles font partie et ne correspond pas non plus à un changement d'affectation de cette maison. Das ist eine Jurisprudenz vom 1. Januar 2018, wo effektiv, wo Leute so etwas gemacht haben und wo mir dann auch so gedurcht haben, wie die lo denkt, aber wo gesagt ist, nee, der Fakt, dass dort Zimmer sind, die von verschiedenen Leuten bewohnt gehen, changiert nicht den Charakter von der Unité de Logement. Wie gesagt, das ist so wie der Moment eben, und ich könnte dann auch so, was ein Tribunal nachsehen, das sieht, dass der Reglement kommunal, den der da aber gefragt hat, dass den eben nicht richtig, dass den nicht richtig wird. A été pris en violation de l'annexe du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011. Situationen, die Dielo beschrieben hat, sind uns aber ganz bekannt. Wir sind uns ganz eins. Wir sind ganz eins, dass eine Multiplikation von Leuten an einen, was normal mehr als eine Familie wohnen ging, konstruieren, dass das nicht gut ist. Dass das eben an dem Quartier auch wirklich eine Belastung ist. Ein Moyen für das besser an den Griff zu kriegen, sind natürlich die Kontrolle, die wir können machen bei der Chambre meublée. Weil am Fond müssten die Leute da ja aufrufen, dass sie Chambre meublieren, dass sie eng von ihren Zimmern als Chambre meublée verlohnt hätten. Und da gehen es dann ganz präzise Kriterien an. Von diesen Kriterien ist zum Beispiel, dass que les occupants doivent disposer d'une deuxième sortie d'évacuation sur le même étage. Das, wenn es Chambre meublée sind. Das heißt, wir haben ja eine Kommission, die ganz regelmäßig die Situationen da kontrolliert geht. Wie kommen wir drauf? Wir kommen da meistens drauf, weil Nobren effektiv aus dem Haus oder Nobren am Haus oder neben dem Haus uns auf so Situationen aufmerksam machen. Und da gehen wir dann ganz, wenn ich so streng, mir einfach gerecht, wir gucken da genau, dass das respektiert wird, an dem Reglement über die Chambre meublée steht. Aber nach einer Unité de Logement sieht Jurisprudenz, das ist nicht, dass da muss eine Familie, da kann ich schon die Zimmer, aber bon, ich will heimat nicht den Ursprung gehen, dass Nachleute dazu machen. Mit die Chambre meublée, darüber haben wir eine Kontrolle. Da können wir die Kontrolle haben. Das ist also eine Appréciation juridique, die hier gemerkt ist, an dem Moment, an der eben geht, wie definiert die Unité de Logement. Das ist eine Chambre, das ist ein Séjour, das ist ein Küchen, ein Badzimmer. Wann ein aufgeregt, ein Changement d'affectation, ging bei der nämlich dazu, bei der nämlich dazu Zimmer bleiben, und ging aber für die Zimmer alkeiers ein Badzimmer oder ein kleines Kitchen auf ein kleines Kitchen, dann geht es eine Unité de Logement. Das sind dann Unité de Logement. Und die sind dann nicht auf engem Niveau zu 3 möglich. Das ist an einem Appartement, wo 3, 4 Zimmer sind, wo ich ging, Toilette oder Dusche oder so, abbauen mit einer kleinen Espace de Cuisine auf engem Niveau, das wären dann alkeiers Unité de Logement. Auch dazu gehen die Texte. Bon, voilà. Wir sind an der Auslegung von Texten, wo Jurisprudenz besteht. Ja, voilà. Das wird noch für die Frohe gewirrscht. So kommen wir dann auf den nächsten Punkt von unserem Mode de jour, Zirkulation. Wie immer sind dort so Wortmeldungen.
Ja, Herr Benoit. Herr Benoit, ja, entschuldigt, pardon. Ich war schon bei den Konventionen. Das ist gut, das ist gut. Ja, dann Herr Boissante. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boyemeister. Ich wollte annehmen, dass eng Disposition drüber ist, nämlich da geht es den Velosfeed zwischen dem Zenz und dem Irrgärtchen. Begrüßen wir natürlich. Ich selber hatte die Chance, mal nicht auf der Platz umzugucken, aber das schenkt mir wirklich eine weiter sichere Velosverbindung, die beikommt. Das ist also eine gute Sache. Ich wollte aber dann an dem Kontext auch froh, muss ich auch irgendwie hinkommen. Du als wann ich das richtig an Erinnerung habe, ich Velosfee geplant von der Polfamilie in Europa. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob den schmeckt das Point Chaussee, die baut. Wir hatten da in einer Kommission, ich wollte den Herrn Mobilitätschef fragen, wo wir da dran sind. Gerade so gut, wenn ihr dann vielleicht Zenz könnt, wenn ihr von Sandweiler könnt, dann ist es nicht weit bis bei die neue Brick, die irgendwann dann vom Zenz auf der Kirchbirch soll kommen mit dem Lift für die Neudörfer. Und noch da wollte ich dann den Chef fragen, ob du einen kleinen Update dafür geben. Schon aber nicht vergessen, dass doch Leute, notamment Madame Kahn, die eigentlich schon proposiert hat, ob ich da nicht sollte, eben justement von der Zenz gar eine bessere Konnexion auf Hamm machen. Und ich wollte dann noch fragen, wie der Chef das gesagt hat. Ein zweiter Punkt, über den ich kurz vor schwätzen, sind die Velostänner, wo wir gesehen, dass an der Stadt gerade neuer abgerichtet gehen. Das begrüßen wir wirklich, fanden wir wirklich gut, die noch eine viel bessere Qualität wie die All. Das heißt, das ist eine gute Sache. Ja, und ich hatte den heute mit den selber der, dass ich bei meinem Velo gekommen bin, und dann hatte ich so einen flotten Zettel Velo hängen. Das hatte ich noch nie an der Stadt gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar also ein Zettelchen von der Voirie, die gesagt haben, ich hatte meinen Veloständer auf einem Bank angeschlossen, wo eigentlich schwer für sich drauf zu sitzen. Ich will direkt sagen, ich habe mein Velo 100 Bank gestaltet, sodass ich keinen Platz habe, für sich dahinter zu sitzen. Und für was habe ich mein Velo dann da müssen ausstrecken? Wahrscheinlich, weil kein Ratelier in der Gegend waren. Das war nämlich auf der Pariser Platz. Und ich habe ganz genau geguckt. Und schon wirklich lange müssen sicher für da irgendwo einen Velostänner zu fahren. Ich habe den gefunden, wenn in Richtung Fjellche geht. Aber das ist auch wirklich den allereinzigen auf der Platz, den ich fand. Und ich wollte dem Chef mitgehen, dass sie vielleicht können gucken auf der Pariser Platz, aber auch auf die andere Seite von der Pariser Platz, weil das aber ein wichtiger Platz, noch vielleicht ein paar Ratelier beizusetzen. Aber vielleicht auch so in der Stadt natürlich begrüßen, dass voilà, die Voirie, die Velosfahrer, die schlecht parken, darauf hinweisen, dass sie das richtig machen. Auf der anderen Seite können dann natürlich direkt alle guten die Bilder von denen Leuten, die wirklich so ein Schlummel die Velo in irgendwo stehen lassen und die dann jahrelang zum Teil durchstehen und noch Futti sind. Natürlich wollte man fragen, gibt es doch ein systematischer Approach für wirklich zu gucken, dass die Veloen, die ganz klar abandoniert sind, Futti sind, für die auch Wäsche zu kriegen. Und wie geht denn da genau damit um? Ich weiß zum Beispiel, dass an großen Garen an der Schweiz oder an Holland, da geht effektiv auch ein Zettel drüber gesagt, so, wenn der Velo nicht bis zum Datum XY fordert, dann hole mehrere fort. Voilà. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie geht das Datum mit immer, geht es so etwas an der Hinsicht. Vielmals merci. Merci auch, Herr Boissante. Merci vielmals für die Furt. Also für die üblichen Kommentare mit den verschiedenen Dispositionen, wo den Accès zu den Fußgängern verbietet wird, da habe ich Madame Sekretär schon als Enthaltung schon informiert. Ich hatte noch 2 Punkte. Einen, die wir am Anfang geholt auf der Zirkulär, wo wir zustimmen, dass zu Bridel an einer Straße kein Accès mehr autorisiert wird zu Gefährern, die gefährliche Produkte und für die Pollution vom Wasser. Und ich hatte von geholt, natürlich stimmen wir dafür. Und ich hatte dann eine Frage, wie also da möglich oder wie stehen wir als generelle Politik für überhaupt an residentiellen Zonen, an Naturzonen, am Territorium von der Gemeinde, so Autorisationen zu geben, also an all Stunden, all Tag, dass ich kann da auf den Straßen, die nicht mit der Zirkulär da bedeckt gehen, dass ich kann da durchführen mit gefährlichen Produkten, die können als Natur, als Wasser verschmutzen. Wie stehen wir dazu? An ein anderer Punkt, das etwas mehr generell ist, und das geht ein bisschen auch par rapport zu der Benutzung von den Veloen.
Weil mir hatte gemerkt, effektiv, der Pariser Platz, wie den Herr Benoit sagt, du siehst ganz wenig Schrattelier von Veloen. Mit Pariser Platz als am Dach lo ein bisschen so ein Point de Ralliement von verschiedenen Lieferern, die mit den Veloen und vom Gerol ihre Service machen, kann ich so sagen. Das heißt, ein großen Teil von den Velo, die an Disposition theoretischerweise von den Bürgern von der Gemeinde sind, die benutzt von verschiedenen Prestataten, von Livraisons, von jungen Leuten, die natürlich eine Arbeit brauchen, aber das ist eine Frage, die sich stellen muss, sind die dort Gefährer zum Zweck von privaten Firmen an Lieferern, und nicht zu der Nutzung von unseren Bürgern. Merci vielmals. Merci auch. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Burmeister, merci, Herr Benoit und Herr Boissante für Ihre Remarken. Fängt mal, Herr Boissante, aber wo ich ein bisschen überrascht bin, dass die so die Gift noch immer in ihrer Prozedur die Gift die beibehalten, wer da nicht will Mattstimmen. Am letzten Gemengerot hatte ich heute im ganzen Gemengerot proposiert, für eine Mobilitätskommission zu machen, wo alles am Detail erklärt gehen. Und wo da ein Party von ihr sto wurden, das wurde am 12. Februar eine ganz PowerPoint-Präsentation, all einzelne Reglemente erklärt, wie werden so und so gemerkt. Die wurde nicht da an der Fraktion. Aber wir hatten gedacht, wir geben die 4 Jahre machen, für das der Lo könnt, matroisch Gewissen, alle guten die Punkte, die wir heute stimmen, nicht für die Leute zu schikanieren. Nein, weil wir es notwendig ist, dass die Lo kein Match stimmen. Dafür bin ich umso mehr überrascht, dass der Lo nicht konto sieht. Die hat bestimmt etwas für den Lo. Die Dokumente sind alle gut disponibel. Und ich hätte man sich erwartet, dass der Lo an sich froh wird. Ja, und die kriegt auch Menschen extra für euch geprint, mein Procès-verbal von der Kommission. Und da wäre ich wirklich froh, wenn der vielleicht in Zukunft so, ich verstehe die ganzen Opfern für Wert so gemerkt und dann eventuell können Matze stimmen. Es wäre froh zu effektiv der Straßrichtung Bridel. Da kriegen wir eine Demande vom Umweltministerium, wo man gesagt kriegen, hey, ab der Durchstraße will man nicht mehr das Gefährer mit Gefahrengut. Für was kriegen wir das, für das wir oder Zirkulation da ein extra Schild abrichten geht, wo das dann markiert wird. Dass wir nicht können ganz stark so und heute nähern mir ein Auto so und so durchführen. Die Pouvoir haben wir als solche als Gemeinde nicht. Wir haben mal ganz klar auch mitgedeelt, wenn ich glaube, Quellenschutzgebiet, wir wollen nicht, dass da Gefährer mit Gefahrengut abfuhren und dafür könnt das Schild dahin. Was Trattelien angehen, generell, ich meine, das von ihr 2 Uhr geschwärzt gehen, wir probieren überall, wo es möglich ist, Velosratelieren hinzusetzen. Der Pariser Platz ist effektiv nicht schwer, weil das ein Platz ist, die mit vielen Terrassen, aus vielen Evenementen wieder dort setzen. Wir gucken natürlich wieder rundherum zu platzieren. Ein anderer Punkt ist den mit den Veloen, wo wir an sich ein Prestataire de Service haben, oder wo wir eine Prestation de Service kaufen. Und wenn die Leute ein Abo bezahlen, können sie 30 Minuten benutzen, respektive wenn es nicht weit geht, dann haben sie so viel Euro, die sie dann müssen zusätzlich bezahlen. Ihr wisst, dass den dort Kontrakt, wenn ich mich studiere, bis Ende 2020 schläft, sodass wir auch schon die Zeit können, wo man muss gucken, was wir in Zukunft kriegen, und wie eine Nutzung wir noch wollen erleben und nicht erleben. Für die Frage vom Herrn Benoit, was die Velospiste angeht, ja, das ist Pensée Chaussee, wo das natürlich koordinieren, sie da doch mit uns, und sie noch den Akkord vom Umweltministerium, wo ist das Chantier drunter mit der Brick. Ich hoffe, dass die angefangen hat. Ich weiß, dass wir einen engen Monat sind, d'État des lieux mit den Häusern am Neudorf gemacht haben oder manchmal probiert zu machen. Und, soweit ich weiß, müsste das Chantier aufhängen, für dass die Brick dann ein Kehr wird kommen. So, ich meine, das war es, was die Zirkulation angeht. Bon, ja, dann von den Herrn Brassante dann den PowerPoint kriegt. Für nächste
Die Hütte schon. Und dann noch schon gelesen. Die konnten. Voilà. Bon. Für heute machen wir dann einfach nach ein Kehr, da wurde so, wie wir es immer gemacht haben. Wen als mit den Maßnahmen d'accord, wo die sozialistische Fraktion nicht damit d'accord ist. Wen als mit den Maßnahmen d'accord, also wen als gegen die Maßnahmen, die enthält ist. Voilà. Okay. Und dann all die anderen, wen als damit d'accord. Merci, kein dagegen. Dann kommen wir direkt bei den der 6. Punkt von unserem Ordre du Jour, bei den Konventionen. Da muss ich just direkt sagen, Nummer 14 als Lohn nicht drauf. Den müssen wir, die holen wir rauf. Für Haut. Also für Haut. Da muss nach drüber geschafft gehen. Das ist der ING-Marathon. Ja. So, und dann frage ich wie immer, wer will zu wer schwätzen. Ich mache nochmal einfach unterem. Madame Milchen zu der Nummer 10. Herr Werner. Nummer 1. Herr Weidig. 6, 7, 8. Okay. Madame Müller. 11 und 13. Madame Brümmel. 11, 12 an 13 an 16. Okay. Ich fuhr los da rein. Herr Benoit, hat ihr den Fanger gewiesen? Nein. Ja. 11, 12 an 13. Wen hat logisch war? Pardon. 11, 12 und 13. Ja. Herr Biewer. Nummer 1. Ja. Angélique. Point 10, 11, 12 et 13. 10, 11, 12 et 13. En dan, Herr Radou. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, ja, also. No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. An 9. En 9. Okay. Madame Camardin. Nummer 13 van Schrift. 13. Herr Philipper. Nummer 4, Nummer 6 und Nummer 17. 4, 6 und 17. Und Madame Herren. Nummer 15 van Schrift. Nummer 15. Ich ging mengen, dann hätten wir sie bei alle Guren. Das kann ja, ich froh dann einfach pro forma, sind wir mit den anderen d'accord. Ich weiß noch nicht, wie ich das sind, aber ich habe noch nicht geguckt, aber die Jahre sind wir da damit d'accord. Bon, und da fangen wir direkt an mit der Nummer 1. Da habe ich den Herr Werner, und den Herr Biewer, und den Herr Radou. Herr Radou. Merci für das Wort. Verständlich unterstützt man die heutige Konvention für das Lokal an der Badanstalt zu verlohnen. Das war nur eine Zeit eitel, das renoviert. Wir hatten einen Konkurs gemacht, also eine Ausschreibung gemacht, für ihn zu fallen. Das tut wir müssen auf der Liste geholt. Ich habe mich gefreut, dass wir heute einen sympathischen, flotten Brenner haben für das Projekt. Ich will dafür Sie froh, dass wir das so gemacht haben. Auch an der Prozedur. Und ich fand es wichtig, dass man über uns in der Domain auch sieht, wie wir uns lokaler an der Loyer dienen. Wir schreiben nicht einfach raus, dass wir feste Preise ausdienen, dann wollen wir just ein Konzept tun, wir schreiben aus, für Propositionen, die Idee zu haben, für auch neue Ideen zu kreieren oder Leute, die sich neu lancieren wollen, das ist nicht ausgeschlossen, dass die schon inzwischen lanciert wird, da kann etwas lohnen. Wir aber vielleicht für ein bisschen mehr innovativ mit den Objekten, die wir haben, und viel zu tun, auch noch nicht just nehmen, ob den Preis zu gucken, sind immer Member der Kommission von einer Partei, die ein bisschen mehr auf die Suche sehen, die so, wir müssen da immer noch plus auf Franc gehen, weil sonst wäre das eine schlechte Gestion von den öffentlichen Mitteln. Wir fanden das, dass wir hier eine gute Gestion machen, weil wir effektiv probieren, ein gesamthaft Bild zu holen, nicht nur von den Rezetten, aber auch für den Kommerz zu fördern, an Leute zu fördern, die mir Mengen geben, positiv beitragen zum Geschäftsleben. Und gleichzeitig
aber auch natürlich noch Kriterien an dann der ganz auswerte los und da immer froh ja, wen décidéiert dat dann letzten Endes décidéiert mir natürlich schaut am Gemenge Rot me dofir run natürlich den Dossier gemerk vun den Leute die Kandidaturen hun die Dossier den agerichtet von Service gescreent vom Chefrot den Leuten hier enkel gelauscht oder geguckt für dann her no eng Decision onseits proposieren wir fand Stade flotten das ein opwendiger Prosch kennt mir einfach man opwand für de Chefrot für an Service ich mein dat der war ein guter aus an eng equitabel und der wünsch auch gemerkt haut so durchzustellen weil dat ass mir mengen dat gut das für Gestion von unseren Immöbeln und dummer unterstütze mir die heute Konvention merci. Merci vielmals, Herr Beaver. Merci Madame Meester. Wie gesagt, Herr Radu hat schon ganz viel geschwärzt. Das heißt, wir unterstützen natürlich. Ganz gut, wir unterstützen das doch genauso, wie der Herr Radu das gesagt hat. Und wir fanden flott, dass an der Badenstall endlich ein Restaurant da ist und dass du ihn das exploitiert, weil den ersten leider nicht konnte die Exploitation überholen. Dafür begrüßen wir das an der Schließung standen wieder da und den Herr Radu gesagt. Merci vielmals, Herr Werner. Ja, merci. Schwester an der Kommission als darüber diskutiert gehen sie ein Party froh gestaltt gehen das ein bisschen penibel weil bon ich weiß gar nicht wen die Person also ich kenne die Leute nicht die du wirklich kein Präjugé ob Fall kein Präjugé défavorable das schüßt das tatsächlich eine Diskussion geführt ging as über Prozedur noch über de Cahier des Charges an noch iwwer wen awer schlussendlech och Kandidaten unhéiert wo de Chefrot dat mëcht. Da war eng Diskussion op die überhaupt wat fir eng Kriterien sollen nawer also gëtt schon eng Gewichtung an de Kriterien wat Finanzen ugeet wat de Businessplan ugeet natürlich wat de Loyer ugeet sinn Joch der Menung och wie den Herr Radu dat den grad do soll e net op plus au franc kucken, dat ass net de Kriter, dat kann net de Kriter sinn vun der Gemeng justement dat méiggkeet fir Leiit eng Chance ze ginn. Wir kennen jo Loie noch fir Betrieber haier noch fir Restaurant an der Stadt fir Leute Chance zu ginn bis ze starten. An dann ass gut dat Gemeng dat unterstützt. Allerdings hatte mir Schwierigkeiten och wirklich not zu vollzeien, wéi die Decision zustande kommen als dofir gife mar Reis echt enthalen. Merci. Ich meine, dass uns sich alles gesucht, wir haben da drei wirklich en âme et conscience, so den Schafferrot, die verschiedenen Leute, die sich gemeldet haben, effektiv gehört und versichert, die bestmöglichste Lösung zu proposieren, aufgrund von all den Kriterien, die Herr Radulonarentier gesucht hat. Was kann das bringen, Niveau von der Offerte hier an der Stadt, von dem Serieux, natürlich auch von denen, die das Geschäft machen. Und da haben wir gemerkt, dass wir eine Proposition, die dem Geschäft an der Stadt gut tun. Und damit stelle ich dann die Konvention zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Damit ist das so gut. Dann die Nummer 2, den Herr Radu. Hat ich gemeint, dass wir eigentlich mal schon geholt hätten. Nee, Herr Radu, ja. Wir holen sie run, weil wir sie ganz en faveur davon, dass wir die Konvention unholen. Wir sind schon froh, dass ich keine Worte dazu sagen. Wir kaufen hier ein Parzell mit einem Haus auf der Sterreplatz. Und geht mir um andere drum, die Transaktion immobiliär zu streichen, mir war viel mehr effektiv in streichen. Für Wert, erstens das Haus dann nicht, die wurden lang retizent für hier Parzell hier zu gehen und öffentlich Handrecht, wie das Projekt auf der Sterreplatz. Wir sind froh, dass wir die Parzell kriegen, wenn wir sie brauchen. Für öffentliche Infrastrukturen auch auf der Platz können voll auszunutzen. Und gleichzeitig meine ich, dass der Wort der Wert haut dann da zu ehren, für Wert von die Person zu ehren, wo als das die früher durchgeliefert wird, den Resistenzler wo, aber dann dadurch für den Ehren her nur, dass wir einen Platz en son nom machen. Und ich wollte für das auch haut, dem Herr Raymond Justin Petit sein Haut hart, so. Merci.
Merci vielmals. Ich meine noch do oder lo dat essentiell gesoten mir Gruten dat Haus zu dem Preis wo wir Gruten, weil wir eben bereit waren, die Memoir heich zu halten. Und ich meine, das steht uns ganz gut zu Gesicht. Wir brauchen das Haus für den Tram. Und wir werden an den nächsten Ende des Jahres, Anfangs nächstes Jahr, ja eben noch dort das Projekt de loi kreieren. Da sind wir froh, dass wir das heute die Akquisition können machen. Stellen also die zum Wort, wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Vielmals merci. Nummer 3. Pardon? Das ist okay. Das ist okay. Die Gesicht ist. Das war die Gesicht. 3, also okay. Nummer 4, den Herr Radu. Ich erlaube mir, sie zu gruppieren, so wie ich es abgezählt habe, für drin. 4, 5, 6, 7 und 8. Aber das ist eine gute Idee. Ja, mich. Und auch hier will ich nicht an all einzelnen Details gehen. Ich meine, dass aber der Wert, dass den da ein Herz sieht, haut Banden an die an der Kommission wohnen, an die Dossier, die so wissen nicht mehr. Sonst kriegt die Presse da aber nicht ganz matt an die Leute, die uns sonst auch noch lauschen, die am Internet oder lesen. Wir kaufen hier in ganz 3 Parzellen, aber in dann zur Fassen zu summen zählt, kaufen wir 7,23 Hektar Land, Bauland, Territoire von der Stadt. Deler davon verschiedene Parzellen sind schon effektiv an einem votierten PHP, andere sind noch nicht an einem votierten PHP, wir die können ja nur an den PHP kommen. Dafür ist die Envergure von der Akquisition, die man in den 4 Punkten hat, also aber ganz substanziell. Das sind 700, man tagt der klingend am anderen, mit 723 R. Und wir gehen dafür 53 Millionen an die Hand. Auch das meine ich, also der Wert, wir schwätzen heißt doch hier relativ lange über Sachen, die auch wichtig sind, aber vielleicht nicht so viel Impact finanzieren. Das hat einen Impact von 53 Millionen, die wir machen für einerseits unser Patrimoine an Reserve zu vergrößern, aber auch eine ganze Reihe Parzellen, die schon relativ schnell werden können, bebaut gehen. Und dafür begrüße ich das heute außerordentlich und ich wollte das auch nicht hart gesucht tun. Vielmals merci. Merci vielmals. Dann hatte ich noch den Herr Philippa, den für die Feier. Ja. Vielmals merci, Madame Bürgermeister. Es geht mir effektiv um den Nummer 4, die schon den Herr Radu Uklinge gelost hat, mit der Akquisition von 1,40 Hektar für den Échangeur du Futur Boulevard de Merle. Das ist ein Preis von 36.000 €. Als das richtig ist, dass die Platz ist, wo den neuen Échangeur soll kommen, in die Straßen mit dem der von der Hälfte der Brick zusammenlädt, steht die Akquisition auch am Zusammenhang mit dem neuen Parkenreit an dem Pol de Change West, den am Plan National de la Mobilité von 2035 vorgesehen ist. Wie viel Prozent von den Terrain, die gebraucht gestellt ist, Akquisition durch? Wie viel Prozent hat der Staat schon von dem gesamten Projekt? Wem gehört dann final der Boulevard de Merle, dem Staat oder dem Staat? Verkaufen wir den Terrain her no und den Staat oder échangieren wir? Wie sind dort Prozeduren? Merci. Merci. Dann bleiben wir noch beim Feier. Herr Goldschmidt, bei dir? Ich probiere mal. Merci, Madame Bürgermeister. Herr Radu, ja, merci für die Ausrechnung, wie viel Hektar wir heute an zustimmen oder hoffentlich zustimmen kaufen. Dann kommen wir bei dem Punkt 4 ein bisschen zurück, wo wir da effektiv wo Leute geschwärzt sind von den Konsort drauf, ob man nicht interessiert wären, das schon mehr lang, wo das für den Terrain von über einem Hektar zu kaufen, für über 149 Aachen, 1,5 Hektar, für den zu kaufen, wir lange Preis müssen ein bisschen negociieren, sodass wir schlussendlich auf einen Preis von 6.000 € den Jahr rauskommen sind, wo alle Parteien zufrieden sind, dass für uns als Gemeinde eine Reserve foncière für zukünftige Entwicklungen und das ein kleiner Teil davon,
wo effektiv gebraucht wird, wo einen neuen Echangeur könnt, wo ein bisschen umgeändert wird. Das ist also der größte Teil davon, wo wir selber werden behalten als Reserve Foncière, also nicht, wo man dem Staat das müssten verkaufen oder echangieren, für die Sorte mit Park 3 zu machen. Das ist nicht auf der dort Platz. Generell so, dass von der Staat, wenn wir Terren haben, die der Staat brauchen, entweder geguckt, ob wir die können échangieren, dass wir da gucken, für ein Arrangement zu finden, respektive, wenn es nicht geht, dass dann eben, wenn nicht den Zwingen abgeht, wie man denkt, Schuld. An der Boulevard de Mer, soweit ich weiß, gedenkt Staatsstraße, das ist nicht Gemeng, wo die wird machen. Ich meine, da wären wir vielleicht schon mal weit. Wir hoffen, dass der Staat so schnell wie möglich die Terrain, die fehlen, käft oder akquiriert, wo man da genau dran sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht so. So nicht merci. Merci. Da kämen wir bei, also da stellen ich die Konvention Nummer 4 zum Wort, wen ist dafür? Wen ist dagegen, wen enthält sich? Da kämen wir auf Konvention Nummer 6. Herr Philippa, nach ein Kehr an Herr Weidig. Ja, Herr Philippa. Merci, danke, Madame Bürgermeister. Es geht hier um den Abschab von 8 Terrain bei dem Route Longwy op der Plaque Krommenacker, die der Naturkadastral terlaborable sind. An dem Préparation von der Mitte steht dort interlaborable dans l'intérêt de la mise en œuvre du plan d'aménagement général dans une zone destinée à être urbanisée. Aber für Zone gehen dann die terre laborable am PAG angezeichnet, kommen da Wohnungen, kommen da Betriebe, hier kommen da Sportsanlagen, öffentliche Anlagen hin. Wir müssen da wahrscheinlich dann auch umklassieren. Dafür wäre ich gespannt, auf was für eine Destination da vorgesehen ist. Dann noch auch froh dabei, wenn du einen späteren PAP sollt kommen, sind wir da allein dran als Stadt, in der Lokiv, oder ist das eine Pourcentage von einer Surface, die viel mehr groß soll en fin de compte sein? Merci. Merci, Herr Weidig. Ja, ich wollte sagen, wir haben am Prinzip also eine gute Idee, das zu kaufen, aber wir haben immer ein Problem, wir wissen, ob das ein guter Preis ist, ob das ein fairer Preis ist oder nicht. Da fand ich mir noch immer, dass es gut wäre, wenn die Stadt Lützburg, wenn die Sache kauft, die wirklich über ein paar Millionen geht, dass da eine unabhängige Expertise, ob man es den am Gemengerot kann, mehr Sicherheit geben, dass das ein guter Preis ist, weil ich kann das so nicht abschätzen, ob das gut ist. Das nächste Punkt. Der zweite Punkt, dass den als Budget Utilité Publique an also weiter, da gibt man auch gut, fand aber mal ein bisschen mehr konkret an den Text da Kind eine Beschreibung holen, für was das halt die Terrain wirklich gebraucht gehen, als das 100% für abordable oder nicht, oder dass es Verhältnis verkaufen, dass es für eine Reservezone oder irgendwie, da wäre halt gut für, wenn man den Text da beim Bügeln ein bisschen mehr konkret etwas dranstehen, dass die auch wissen, für was wir die Terrain kaufen. Merci. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bürgermeister. Merci auch den Herren Radu, Philipp, Herr Weidische für erfrohen. Wir haben hier eine Opportunität gut für Terrain, die an einer Division, wo von Herr Zimmer und dann auch ein DKM Development, wo alle Fälle von einer Division, wo die man freiert gut und an sich von den Mengen, von den Männern, wo man natürlich geguckt hat, wer das der Preis, wo man können dafür bezahlen. Ich will so, dass heute der Preis, wenn ich das ausrechne, 82.500 € den Eras. Für ein paar Jahre, als es genau eine Transaktion ging, von 120.000, 125.000 € den Jahr. Die Preise, die hier am Anfang von den Negoziationen gefragt wurden, mir heisch. Wir haben gesagt, wir haben mal ein bisschen niedrig angefangen, wir haben uns nur auf den Preis geeinigt. Wir fanden, dass der Toten ein extrem wichtigen Terrain ist für zukünftige Developmenter. Wir schätzen hier zu mehreren
Terrain, die an der Zone PAG an enger Zone hab 2 différé sind, also Habitation différé, wo mir do no an dem ganzen Steck, wo do nach einke gebaut wird, ungefähr die 70%, 2/3, da werden hun. Wie funktioniert das? Und Herr Philipp hat das gefragt, muss als eine PAG-Prozedur gemacht gehen für PAG Nouveau Quartier zu machen. Und dann könnt dann eine PAP, eine Prozedur für Nouveau Quartier. Und da gucken wir, was alles kann drauf gebaut gehen. Aber a priori geht das eine Habitation, wo man extrem viele Reserven zusätzlich dabei kriegen, die Menge Städte, wo die an denen 20 nächstes Jahr ein Kehr werden sitzen oder bannen an Decision hören. Ganz froh werden sind, dass sie so viele Reserven da haben. Dafür wäre ich froh, wenn wir auch könnten dem zustimmen an die Akquisition könnte machen. So nicht merci. Merci vielmals. Das ist genauso. Das Leben geht weiter. Und das, was wir heute kaufen, das wird den kommenden Generationen zugutekommen. Stellen also die Konvention zum Wirt, wen hast du dafür? Den hast du gegend, wen enthält sich. Das wird Nummer 6. Nummer 7, du hast den Herr Weitig nachgefragt, oder was das den nämlich? Was das nämlich? Merci. An doch? Ja. Merci. Wir lassen nämlich durchkommen. Dann den Nummer 7, stell nicht zum Wort, wen hast du damit d'accord? Wen hast du gegend, wen enthält sich? Dann der Claude Gradou hat schon zu Nummer 8 gefragt. Ich ging so, dass den Herr Weidig hat doch gefragt, mir nicht gesagt, das wäre am nämlichsten Kontext. Da stelle ich also die Nummer 8 auch zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du gegend, wen enthält sich? Merci. So, da kommen wir bei der Nummer 10. Bon, allez, de Nummer 5, wen hast man Nummer 5 d'accord? Merci, Unanimität. So, da kommen wir, lo kommen wir zum Nummer 10. Do, Nummer 9? Nein. Ah ja, noch die Nummer 9. Ja, Claude Gradou, ja. Ich wollte einfach nicht viel so, wo best eine Placeholder was sonst. Placeholder was sonst es gibt so, das ist eine Formalität, die Punkt, wir sehen mal d'accord, selbstverständlich. Ja. Bon. Merci, ihr stellen Sie also zum Wirt, wen hast du dafür? Wen hast du gegend, wen enthält sich? Merci. Da kommen wir zu der Nummer 10. Und da hat Madame Glift, die merkt mich schon nicht, ne? Die Nummer 10 hat Madame Milchen. Voilà, Angélique, ça va être gefreut. Madame Milchen. Boum. Merci. Ja. Merci für das Wort, Madame Meesters. Wir fanden die Konvention ganz gut und auch neidisch. Wir werden es natürlich mitstimmen. Sie gibt den Frauen und Frauenhäusern die Möglichkeit, in Zukunft auch Ofes schaffen zu gehen, während hier Kanner versucht gehen. Das ist eine Möglichkeit für andere Aktionen zu berufen, die auch Ofes stattfinden, wie am Moraska oder im Bereich am Netvoyage. Somit können sie unabhängig gehen und sich emanzipieren. Froh als just, ob die 8 Stunden die Woche durchgehen, ob dort schon Überlegungen gehen, das auszubauen, wenn viel genutzt wird. Und ja, voilà, das wäre mich froh. Vielmals merci. Merci, Madame Bartolini. Merci Madame la bourgmestre, chers collègues. Je souhaite mettre en avant une initiative qui incarne parfaitement les valeurs de solidarité et d'inclusion portées par notre ville. Le renouvellement du partenariat entre la ville de Luxembourg et l'Association des femmes en détresse à travers l'octroi d'un subside annuel de 40 000 € est bien plus qu'un simple soutien financier. C'est un engagement fort en faveur des familles et des femmes les plus vulnérables. Ce financement va permettre de renforcer 2 services essentiels. Le service Krankkanner Duheim, qui assure une garde à domicile pour les enfants malades. Cette aide précieuse permet aux parents de concilier plus sereinement leurs responsabilités familiales et professionnelles, sans craindre de devoir choisir entre leur emploi et la santé de leur enfant. Le foyer Frauenhaus, un refuge pour les femmes en détresse, qui pourra désormais recruter une personne chargée de la garde des enfants en soirée. Cette mesure ouvre de nouvelles perspectives aux résidentes, leur permettant d'accéder à des opportunités professionnelles,
notamment dans les secteurs où les horaires de travail sont souvent décalés, comme la restauration ou le nettoyage. Au-delà du soutien financier de cette initiative, illustre la volonté de la ville de Luxembourg de créer un environnement plus équitable, où chacun a la possibilité de se reconstruire et d'avancer avec dignité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour accompagner ces femmes et ces familles. C'est ensemble que nous bâtissons une ville plus juste, plus humaine et plus solidaire. Merci. Merci. Ich ging dann dem Herrn Bauer gehen. Vielmals merci für das, ich will allen Orateuren vielmals merci so für diese Unterstützung. Ich meine, das wirklich wieder all gut in der Strache oder ganz wichtige Projekt, weil es eine Kategorie von Frauen noch geht, die oft wirklich durch je familiäre Situation wirklich mehr schwer hoffen, können schaffen zu gehen. Und dadurch geht das heute in der Liestadt. Ich bin froh zu antworten. Wir sind immer an einem regelmäßigen Austausch mit Prestataires. Die habe ich noch nicht gefragt, für mehr zu kriegen. Da werden sie, ich meine, wir werden das alle Jahre froh mit das oder so, wenn wir sie gesehen haben. Und dann gucken wir, wann sie mehr brauchen. Dann setzen wir sicherlich zusammen, für zu gucken, ob wir da können mehr machen. Merci vielmals für die Unterstützung. Merci. Und damit stellen ich also die Konvention Nummer 10 zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. So, da kommen wir auf eine Reihe, die ein bisschen am nämlichsten, will jeder aber einzeln zu jeder einzeln. Fangen wir mal mit der Nummer 11 an. Madame Merkt, Madame Brümmelt, Madame Müller und Madame Bartolini. Madame Merkt. Ja, also ich meine, es gibt einen allgemeinen Konsens hier am Gemeinderat, dass wir beim Projekt Avocoté richtige Weg sind, für ein Sozialprobleme am öffentlichen Raum umzugehen. Das ist eine Piste. Wir brauchen natürlich noch viel andere, aber es muss ja noch immer irgendwo aufhängen. Das ist schon öfter hier am Gemeinderat gefragt gehen, dass wir die Service ausbauen, dass die Leute auch sollen an der Oberstadt und auch an anderen Quartieren präsent sind. Und sie frohen also Unterstützung für 4 neue Posten, auch für ein Prim und responsable Equipe zu gehen. Ich meine, dass die Leute keinen einfachen Job haben. Viel draußen immer in der Leute, immer aufmerksam sind, immer ein sensibles Ohr zu haben und am besten Fall auch alles mitkriegen, was so rundherum auf dieser Straße los ist. Ich unterstütze selbstverständlich diesen Erfolg, den wir hier machen. Es ging mich auch interessieren, für mal einen Rapport d'Aktivität zu sehen, für dass ich sich eine genaue Idee machen davon, welche Erfahrungen die Leute an ihrem Alter auf der Straße machen. Merci. Madame Bartolini. Merci Madame la Bourgmestre. Je souhaite aujourd'hui saluer la modification de la convention avec l'association Interaction visant à renforcer les équipes du projet À vos côtés. Depuis son lancement, ce programme de prévention, de médiation et de surveillance a prouvé son efficacité en améliorant le sentiment de sécurité des habitants dans plusieurs quartiers de la ville. Il s'agit d'une initiative précieuse qui favorise le dialogue, la proximité et l'accompagnement social au quotidien. Face aux besoins grandissants et à l'extension des horaires de travail des équipes sur le terrain, la demande d'interaction d'ajouter 4 postes supplémentaires est non seulement justifiée, mais essentielle pour garantir la continuité et l'efficacité du dispositif. De plus, l'attribution d'une prime de responsabilité aux responsables d'équipe qui ne peuvent être classés dans la carrière CO est une mesure d'importance importante pour fidéliser le personnel et assurer la stabilité du projet. Un personnel engagé et motivé est la clé du succès pour une belle initiative. La décision du Collège Echvinal d'accéder à ces demandes démontre une fois encore la volonté de la ville de Luxembourg de soutenir des actions concrètes et efficaces en matière de sécurité et de cohésion sociale. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués dans ce projet qui, par leur engagement, contribuent à faire de notre ville un espace plus sûr, plus accueillant et plus solidaire. Merci. Merci. Madame Bremmel. Merci für das Wort. Meine Vorrednerin nun noch schon einen großen Teil von den Feiern von diesem Projekt, von der Erweiterung von der Konvention genannt. Ich meine, das ist wirklich flott gesehen, dass das Projekt sich so entwickeln kann,
mit der Hilfe, natürlich finanzielle Hilfe von der Gemeinde, wir denken auch für uns allem mit der Approche, die Interaktion hat und den Dach lädt, weil sie probiert, Leute, die sowieso schon am Entourage sind, an die Projekte ranzukriegen, sie zu formieren, und dann, also flott zu hören, wie dann der Kommission gesagt wird, dass Leute, die an der kleinen Karriere aufhängen, nur einer Zeit weitergehen, an sich wirklich professionalisieren, Studien machen, für dann als Edukator, also wirklich als Professionelle im Bereich vom sozioedukativen Herno auch zu schaffen. So an der Hinsicht meine ich, also sicher ein Win-Win-Projekt für die Gesellschaft. Das ist sicher auch ein Projekt, den einfach von seinem eigenen Succès gehen ist, sodass wir ein bisschen Gefahr haben, dass wir nicht schnell genug notieren können. Wie man am Bartolini gerade schon sagt, ich denke schon, dass die große Plus-Value von dem Projekt die ist, dass an der Kommunikation geschafft wird, dass die Leute entgegengebracht wird, dass nur gelauscht wird und dass dann auch intern weiter orientiert wird. Das ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir hier kein Streetwork-Projekt haben. Das ist wirklich etwas ganz anderes und dass und da streichen die Responsabel auch an alle Reunionen, die wir haben, Bantinen, wo sie am Anfang auch immer ganz ob sind für als hier Erfahrungen von den Patrouillen, die sie machen, mitzuteilen. Was ich heilo denke, mehr stellen die oder gehen die Feierposten bei, plus die prime Responsabilität, die sicher auch gerechtfertigt ist, für das Interaktion kann mit Avocoté die Präsenz, notamment Moyes frei an der Urberstadt ausweiten. Das heißt, wir gehen halt wirklich die Geschäftsleute, kommen denen entgegen, die, auch wenn Geschäfte vielleicht noch nicht um 7 Uhr abmachen, die aber 7,5 Uhr vielleicht schon da sind, und dann eben du nicht froh sind, wenn sich Leute für ihre Entree abhalten, an Avocoté als dann die Instanz, die Leute freundlich, wie man gesagt hat, Fred, durch ernst zu gehen. Und da ist für mich aber schon ein bisschen ein Knackpunkt. Die Leute müssen dann aber auch noch können durch ernst gehen. Und da bin ich aber froh, ob man das, was wir dann anschließend proposieren können, ob das dann durchgeht. Wir hatten an der Kommission gesagt, du mal den Parachute, den aber natürlich auch richtig, die müsste um 8 Uhr morgens ob der Garen, das aber auch klang. Wir haben ja nur noch die Konvention dazu um Auto du Jour stehen. Und dann haben wir hier oben an der Stadt, wo ich denke, dann auch die große Problem so beschrieben ist, haben wir dann den Bistro Sozial, den aber auch noch nicht so ganz frei abmischt und auch nicht alldach ob ist. Du winst mich froh und ich als Schöfferrot, ob wir ein Kado nicht meisten evaluieren, was wir noch brauchen, was wir noch bieten können, weil eine andere Person hat an der Kommission eine Situation beschrieben, die aber dann eben auch bedenklich ist. Das heißt, wenn die Leute, die dann hier frei erwascht, gehen vielleicht noch nicht an einem ganz guten Zustand sind, wenn die sich anschließend an den Tram setzen, an Schüler akkommodieren, die Richtung Schule fahren, dann haben wir nicht gewonnen. Das will ich aber so entspannen. Du musst meist wirklich dann noch ein vorstellen. Eine zweite Bemerkung noch dazu, ich hatte das für eine längere Zeit schon angespart, inwiefern man nicht auch nach ein sollten evaluieren, für eine mobile Intervention zu proposieren, wo die Leute sich dann auch können waschen oder duschen. Ich meine, Madame Kahn, der hat den Namen gesagt, dass kein den mal evaluieren. Ich hatte das Beispiel von Bresel gehen. Das wäre interessant, ob da nach ein bisschen weiter sondieren. Ein letzter Punkt war den, dass ich nachher ein Landsbrierchen für aber mehr Interventionen vom Service Hygiene. Ich richte letzte Freitag, ich muss um 4:15 durch den innersten Teil von der Straßburger Straße gegangen. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass ein Service Hygiene schon passiert wird. An so halt nicht, dass den Service Hygiene nicht schafft, definitiv nicht. Pardon? Die anderen schaffen zu viel. Aber ja, wir kommen ja her nur auch noch an einer Konvention drauf, dass es nicht unbedingt just schlechte Willen ist, mir dass man zum Teil auch wirklich mit kranke Leute zu dienen haben. Voilà. Aber also für mich
wird aber wichtig, wann sich so Sozialbrennpunkten deplacieren, an der Gremie sicher gemalt von den Leuten, die an dem Entourage wohnen, dass man dann auch gucken, da könnte man das bestätigen, wann das der Fall wäre, dass auch dann Tourneen vom Service Hygiene sich relativ direkt an der passen oder da danach ein Kerl konsideriert, ein Propos, die man als die Gring gemacht hat, für ein Point Hygiene, so ein Notpoint ob der Gar am Quartier do anzurichten, wo die Leute können aber dann direkt gerufen gehen an, auch direkt auf der Platz werden. Voilà. Wir stimmen natürlich das Konvention matt an, ja, hoffen, dass es dann auch den Leuten, die sich durch Avocoté besser spüren, hilft, aber auch nicht dazu feiert, dass man Leute stigmatisieren oder komplett ja, aufschreiben. Merci vielmals. Merci, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Zu dieser Konvention habe ich 3 Punkte, die ich auf hier streichen. Es ist als Staater LSAP wichtig, dass die Staater Population klar und verständlich mitgedeelt kriegt, für was Mitarbeiter von Interaktion Faubourg, also der Gruppe Avocoté, da sind. Dass sie eben keine Streetworker sind, so dass die Ambiguitäten auf dem Niveau definitiv ausgeräumt gehen. Also wenn in do Kinder eine Kommunikationskampagne starten, gibt man das gut finden. Der zweite Punkt will ich aber gerne ummerken, und da bin ich ein bisschen erstaunt darüber. Wir haben, wie wir an der Kommission waren, Sozialkommission waren, hatten wir die Doten Demande für Laie von Interaktion Faubourg. An lo wie ich also haut mich vierbreit hun drop gesinn ich, dass an der Konvention dra steht dat Wort am echten Abschnitt der Gruppe de Prävention, de Mediation et de Surveillance dans certains quartiers. Mit dem Wort, also an der Demande von Interaktion Faubourg steht lo nicht von Surveillance. Hier steht, und das ist auch mein froh eben, dass man mal lo, ja, ticken ein bisschen bei dem Wort Surveillance, was soll das genau heißen, wenn man lo die Matchstimmen, noch, wie soll ich so, Madame Virginie Diamana, wie sie dabei war, für darüber zu sprechen, über das Projekt, du hast, also wir hatten eine ganz gute Kommission, will ich auch unterstreichen, und noch hier Informationen waren ganz stimmig am Mengen an, just eben, wie gesagt, die sagt, das Wort von der Surveillance, hier steht lo, okay, wie, wenn wir das mit votieren, die Sache von der Surveillance, da hätte ich nachher ein paar Explikationen. Und als letzter Punkt, da gehe ich auch mit der März zusammen, effektiv wenig Krämer, da ein Rapport über die Missionen von Avocoté seit die Stadt Lützeburg mit ihnen zusammen schafft. So nicht, merci. Merci auch. Ich ging Madame Kantweg. Ja, vielmals merci. Merci auch all den Intervenanten und merci auch für Ihre Unterstützung. Und ich will direkt das unterstreichen, was man Müller gesagt hat, für den Tag so empfunden, dass es eine ganz konstruktive, flott Kommissionssitzung war. Und gerade da hat man über verschiedene Sachen geschwärzt, wo man gesagt hat, wir gingen das checken, notamment das, was man dann Brümmel gesagt hat, wenn die Leute mal erwischt gehen, dass sie aus Nordrhein sollen raus, wo sollen sie dann hin? Ich meine, wir haben hier nur noch die Parachute-Konvention, wo wir ganz sicher werden darüber schwätzen. Wir werden das mal auf den Weg holen, für das zu gucken. Natürlich gibt es im Moment Wanderaktionen, solange Wander ist, wie die Leute, die nicht an der Wanderaktion schlafen, ja, die gehen auch morgens dann natürlich nicht dahin. Und du hast natürlich auch keine Möglichkeit für da morgens dahin zu gehen. Das hat verschiedene Gründe, für was sie nicht durchschlafen. Ich meine, das sind verschiedene Gründe, die für einen Ege sind. Wir hätten natürlich lieber, die Leute gingen noch von Schlafgelegenheiten profitieren, die sie zur Verfügung gestellt kriegen, sowohl bei der Stadt Lützeburg wie auch beim Staat. Das war da richtig auch gesagt, dann, wenn die nicht gesagt hätte, hätte ich trotzdem gesagt, dafür soll ich dann noch nachher, es gibt einen Unterschied zwischen dem Avocoté und dem Streetwork. Der Streetwork ist wirklich da, für Kontakte abzuholen mit den Leuten, die an der Straße sind, für zu gucken, am Anfang vielleicht mit einer Tasse Tee oder Kaffee Kontakt mit ihnen zu kriegen und dann
auf höherer Mesure weiter zu gucken, wann sie soziale Rechte haben, Hundleute, für sie dann aus der Straße rauskriegen, bei den Avocoté aus der Ernst, dass die sind aux côtés des habitants, des résidents, von den Leuten, von den Geschäftsleuten und so weiter. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine Aufgabe. Das heißt, die Aufgabe ist, dass die nicht für zu gucken, für was leistet du an der Entree vom Haus, aber wann schläft geht, fort aus der Entree vom Haus, für wann die Leute rauskommen mit ihren Kanner, für an die Schule zu gehen, zum Beispiel, dass sie dann nicht müssen über die verschiedenen Leute eben klammen. Das ist richtig, und das hat man auch schon in der Kommission gesagt, dass man nach einmal sollte gucken mit der Kommunikation für die Leute draußen einmal zu sagen, dass die Avocoté für sie da sind, dass sie sie auch können rufen, nicht mehr spät wie für ein Lomis Schleien, 3 oder 4 Tage, hatte ich hinauf um 4 für 10 Uhr gerufen, weil ich eine Frau mit einer riesengroßen Wallis, eine Ehler Dame abgegabelt habe, die Wallis nicht abgedreht wurde an der Rue de Prague und die nicht wollte an der Halte Nuit von der Croix-Rouge schlafen. Bon, das war ein ganz Geschichte, die nicht ganz halb, sie sind dann direkt gekommen, sie waren zwar in dem Moment an der Hollerischer Straße, aber sie sind gekommen, für der Frau zu helfen, sie wollten zwar keine Hilfe, aber just wie zu sagen, es kann ihnen hinrufen, den Avocoté, und da sind sie auch ganz reaktiv und sie kommen dann auch für zu helfen. So, das zählt auch für die Leute am Quartier natürlich. Dass lo Surveillance da steht, ich kann nicht nicht ganz sicher so, aber wahrscheinlich ist das der Copy-Paste von der Letzte. Sie sind eben da für den Quartier, sie sind keine Polizisten, ganz au contraire. Ich meine, das sind aber Leute, die eben echt ausgebildet sind, für am Quartier zu sehen, für mit den Residenten, den Geschäftsleuten zu schwätzen, für eine gewisse Sicherheit an den Quartier auch zu bringen. Aber bon, sie sind noch keine Polizisten, das ist ganz klar. Also meiner Meinung nach ist das echt ein Copy-Paste. Herr Mann hat aber an der Kommission erklärt, dass sie ganz eng mit der Polizei zusammen schaffen, weil sie aber auch viel wissen, auch viel mit Leuten schwätzen und dann eben dort den Droh doch ganz gut funktioniert. Ich meine, das ist ein ganz Approche von der Stadt Lützeburg, die auf verschiedenen Niveaus will eben die Quartier mehr sicher machen, die Leute an den Quartier helfen. Madame Brümmel hat mal eine mobile Dusche gefragt. Ich so nicht, wir machen das direkt vom Rheinplatz und wir haben noch immer keinen Platz. Aber wir sind auch ganz offen für über Plätzen zu schwätzen. Ihr wisst, wie das funktioniert mit diesen Plätzen. Jeder ist dafür, dass so eine Struktur kennt, aber nicht bei sich. Voilà. Also ich meine, das gesehen ich immer nicht, dass das so eben gehandhabt wird, dann dafür sicher wir da noch weiter. Wir haben noch verschiedene Pisten, wir haben noch keine, die sich konkretisiert haben. Und dann, das, was man am März auch gefragt hat, der Rapport d'Aktivité, das hat man auch an der Kommission beschwert, dass man mal einen Rapport kriegen, einen Rapport d'Aktivité, da gucken wir auch mal die Interaktion zusammen, dass wir das schnellstmöglich können eben nachrichten. Ja, merci. Merci vielmals. Ich will vielleicht just Wort dazu sagen, mit das Wort Kontrolle. Ich meine, das einfach zu verstehen als am Sinn am Erhalen. Situationen am Erhalen. Ne? Weil das kriegen wir ja, sie schicken uns alle Woche, schicken sie, was sie gemerkt haben, was sie wo gesehen haben. Das kriegen wir alle Woche eben einfach am Erhalen, am besten Interesse von jedem. So, kann ich dann, Madame Brümmel, ja? Ja, ich wollte noch fragen, aber wir können den Retour gehen zu der Frage von der Hygiene. An die Duschen, dass wir ein Mobil sagt, da brauchen wir keinen Fixplatz, mehr just vielleicht 2-mal die Woche ein Platz. Voilà. Ja, aber kein Fixplatz, das ist aber ein Fixplatz. Wenn nicht wo ein Dusch steht, dann ist er auf einem Platz. Ne? Also das kann ich ja nicht... Also zu Bresel steht es auf der Flasche als Platz, an der sicher kein, die ganz verstopft ist, und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Okay. Was Hygiene geht, ich will just ein so, wir haben auch noch zum Beispiel den Café Courage, da sind noch Duschen, wenn ich nicht an die Wandtraktion geht, kann ich aber da sein, beim Café Courage zum Beispiel duschen und sich waschen. Das heißt, wir haben da schon Plätze, wo ich das kann machen kann. Ja. So, wir stellen dann die Konvention zum Wort, wen aus der Firma. Wenn das da ging, wenn das enthält sich, Unanimität. Da kommen wir zu der Nummer 12, Madame Merth, Madame Brümmel und Madame Bartolini. Madame Merth. Ja, also über die Idee von einem Tiers-Lieu hat mir an unserer Wahlkampagne relativ viel Rätsel, das unter anderem am Kader von der Schaffung von neuen Wohnquartieren, wo die Leute aus vielen Nationen zusammenkommen, wo es gut also wäre, ein Kader zu schaffen, wo sie sich können begegnen.
Ich bin ganz froh, heute zu sehen, dass wir als ein ersten Tierlieu an der Stadt abmachen und dass wir als die beste Moyen gehen, auch zu reüssieren. Der Raum könnte am Quartier Bonneweg eine multikulturelle Quartier, wo man gut soziale Mixität tun, aber auch unter dem Place Léontrés eine Reihe von sozialen Problemen. Das ist eine Challenge, einen Platz zu schaffen, wo die Bewohner vom Quartier sich begegnen, sich kennenlernen, Aktivitäten machen. Wir stellen noch qualifiziert Personal an, so dass ich gut kann auf die Leute angehen. Hier gilt für mich dieselbe Überlegung wie auch bei Avocoté. Es ist spannend, gewusst zu gehen, wie eng Erfahrungen die Leute machen, die hier arbeiten gehen, wie eng Leute kommen, was hier Erwartungen sind, wie ein Weg ich kann mit ihnen zusammen machen. Also eine flotte neue Initiative, der ich viel Success wünschen, wo wir auch an andere Quartier können aufhören, falls der Bilan gut und interessant ist. Merci, Madame Brümmel. Merci, danke für das Wort. Auch mehr begrüßen natürlich, dass wir ein Tierlieu dann zu Bonneweg kreieren. Wir hatten ja doch am Wahlprogramm stehen. Insofern können wir natürlich froh sein, dass sich so eine Initiative realisiert und das auch zusammen mit der Kommission vom Vivre Ensemble. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Aspekt gewesen von der Kommission, zu sagen, wir wollen den Vivre Ensemble durch ein Tierlieu fördern. Und das auch flott zu wissen, dass sich die Kommission beim Haus Open zu Junglenster, aber auch Kirchbirch informiert wird, für zu gucken, was wollen wir dann hier und was können wir als hier vorstellen. Wir haben effektiv einen Platz gefunden mit dem Tierlieu, wo den Vivre Ensemble große Stellenwert hat, und das auch begrüßenswert als Initiative vom Schöpferrat und von der Sozialchefin für den Tierlieu dann auf Bonneweg zu bringen, wo ein ganz zentraler Platz dann für dich mal kriegt. An der Zusammenarbeit mit Interaktion, die sich am Travail communautaire hier auch wirklich auskennen, ist das, denke ich, auch eine gute Voraussetzung. Sie haben eine Person engagiert, die Erfahrung hat, an die auch die Konzept, den sie als vorgestellt haben, mit ausgeschafft haben. Ich will noch eine Definition von Tiers-Lieu hier bringen. Ce sont des lieux du faire ensemble, des leviers d'innovation grâce aux espaces partagés qu'ils offrent, des lieux de rencontre et de partage qui encouragent aux collaborations et aux projets collectifs. Also kann ich wirklich ganz viel dort abhaken, ganz viel erreichen an den Texten, die an der Kommission ausgedeelt wurden, war auch von Development Economique kreiert, aber für allem eben von Partizipation. Für mich ging es so wird auch wichtig zu so einer Realisation, also die Leute sollen nicht just mitmachen dürfen, mit Leute sollen noch selber Propose machen dürfen, an selber Sachen realisieren. Für mich bleiben pur kleine Herausforderungen. Ich meine, die hat der zum Teil auch selber schon angeschaut, der Lokal, du mal Fond, mir das aber ziemlich klein. Auch wenn in der Mathe nach Bonneweg leid, wenn wir mit Entwicklungsperspektive gucken, dann denke ich, muss man aber vielleicht schon lo gucken, wo kann dann so ein Tiers-Lieu nur ein Kehr plönneren, wann es dann gut funktioniert. Da so geschwart ging Zusammenarbeit mit den Vereinen, mit den lokalen Vereinen, das wirklich rausgestracht gehen, weil es sollte keine Konkurrenz gehen, es sollte eine Komplementarität gehen. Ich habe aber im Nachhinein noch gesagt, dass die Vereine eingesießte Vereine zu Bonneweg gibt, die mal noch gar nicht wissen, dass ein Tiers-Lieu an der Macht ist. Und das fand ich natürlich da ein bisschen schwer. Ich hätte mir das dann auch vielleicht mehr proaktiv gewünscht. Das ist sicher auch eine Herausforderung, wenn ich lese, dass den Tiers-Lieu irgendwo eine Vertretung von Quartier vis-à-vis von der WDL sollte gehen, weil man da ja dann auch Ententen haben. Voilà, da muss ein guten Equiliber sichern, für nicht Leute zu vergrellen. An der Kommission ist auch davon geschwart gehen, dass es wichtig ist, gut aufzupassen, dass man alle Leute ausschwätzen, an jedem Verein quasi einen Platz findet. Ganz positiv, auch ob rückfroh, dass
Indikatoren da sind, die als aber nur enger Zeit so können, ob man Ziel erreichen, respektive wo nur geschärft muss gehen. Und dafür bin ich natürlich auch ganz gespannt, wie der nächste Rapport dann wird ausgesehen, aber was man vielleicht dann auch schon für Lehren können zählen, für hoffentlich auch andere Projekte an der Stadt ja, weiterzutreiben. Und du wolltest direkt frohen, natürlich, man kann machen kein Copy-Pasten, ich weiß aber, dass ein Konzept oder eine Idee von einem Tiers-Lieu, vom Klei, vom Boneweg, von Gasbrich, pardon, vom Klei, von Gasbrich, schon präsentiert gouf. Und da wollte ich wissen, ob da ein Suivi gemacht hat oder machen wollt, wo man dann den Moment trouvieren. Und als allerletztes meine ich, dass es bei einem Tiers-Lieu immens wichtig ist, die Freiheit zu losen, dass es nicht just benutzt wird, weil dann ist es kein gutes Tiers-Lieu, mir wirklich den Leuten, die sich da fanden, viel Freiheit zu losen und nicht ja, zu viel kontrollieren zu wollen. Und das meine ich als das Voraussetzung für ein Tiers-Lieu. Und da will ich just von ihr noch wissen, inwiefern da an einem Artikel von der Konvention, dem Service Inclusion Besoin Spécifique, bis ein extra Platz angeraumt wird, was dich da motiviert wird, par rapport, keine Ahnung, zu anderen Services, vielleicht nicht mehr, nur da war einen speziellen Stellenwert an der Konvention, für was das gemacht wird. Von unserer Seite aus ist Felicitation, dass man aber schon relativ zügig so einen Platz haben. Und wir wünschen natürlich all denen, die sich da engagieren, an die sich da fanden wollen, viel Succès an wirklich flott Zeiten. Merci. Merci auch, Madame Bartolini. Merci Madame la Bourgmestre, chers collègues. Je prends la parole pour mettre en lumière un projet porteur de sens et de valeurs essentielles pour notre ville. La création d'un tiers-lieu à Bonnevoie en collaboration avec l'association Interaction représente bien plus qu'un simple aménagement urbain. C'est une véritable invitation au partage, à l'échange et à la participation citoyenne. Dans un monde où le lien social se fragilise parfois, cet espace offrira un cadre dynamique et inclusif, favorisant la rencontre entre les habitants, la diversité des initiatives locales et la mise en place de projets collectifs. Ce tiers-lieu s'inscrit dans une démarche active de cohésion sociale et d'intégration, répondant aux besoins concrets du quartier et de ses résidents. Grâce à cette convention, la ville de Luxembourg s'engage à soutenir financièrement ce projet avec une participation annuelle de 345 000 €, permettant ainsi de couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'activité. Cet espace se veut un lieu de rencontre et d'échange, favorisant les interactions entre les habitants, tout en encourageant l'implication citoyenne et l'intégration des nouveaux résidents. Par ailleurs, la mise à disposition d'un local polyvalent dans un immeuble communal avec des horaires d'ouverture flexibles et adaptés aux besoins du quartier montre bien la volonté de créer un espace vivant, participatif et accessible à tous. Ce tiers-lieu ne sera pas seulement un endroit où l'on vient, mais un véritable moteur d'initiative locale où les résidents pourront prendre part au projet, s'exprimer et tisser du lien social. L'association Interaction jouera un rôle clé dans l'animation de cet espace, l'accompagnement des initiatives citoyennes et la mise en réseau des acteurs locaux. Je tiens donc à saluer cette démarche et à remercier tous les acteurs impliqués dans la mise en place de ce projet. C'est par ce type d'initiative que nous construisons une ville plus solidaire, plus dynamique et plus humaine. Merci. Merci auch. Madame Kahn. Nee. Pardon. Okay, ma vielmals merci. Ich meine, das schon bald alles gesagt gehen. Erlaubt man vielleicht just auf ein paar Sachen und ein paar Fragen noch zurückzukommen. Erstens mal hat man am Markt geschwärzt von der guten sozialen Mixität. Und ich meine, dass das ein Punkt ist, den uns ganz besonders um Herz liegt, den Tiers-Lieu als für jeden Verein.
Das heißt, ob jung oder alt, egal wie eine Nationalität, wie eine Religion, wie ein Geschlecht, den Tiers-Lieu, als wir das Leute sich begegnen und dass sie auch selber Initiativen holen, dass sie ein Platz de Rencontre haben am Quartier. Und ich ging mir natürlich wünschen, dass man dann Brümmel recht behält und dass es sehr wird zu klein sind. Aber en attendant, wir wollen den ersten Tiers-Lieu ab und wir wollen da auch ein anderes Quartier machen. So ein Tiers-Lieu lebt aber nicht durch seine Mauern, aber durch die Menschen, die da hingehen. Das heißt, durch die Leute, die eben an dem Tiers-Lieu evoluieren, die da sich auch Gedanken machen über das Programm, über was die Leute zusammenbringen, dann schmengen das da ganz sicher den Hoppler ein ganz wichtiges Instrument, auch als am Quartier, dass die Leute auch darüber Publizität kriegen, dass den Tiers-Lieu gibt. An den Tiers-Lieu gibt ganz sicher keine Konkurrenz für die Lokalvereine. Ich meine, die Lokalvereine haben ja selber hier Daseinsberechtigung, ob das Musiker ist oder Scouten. Wir hatten noch Präsidentin von der Entente, von den Vereinen verbunden an der Kommissionssitzung. Wir werden die Informationen natürlich durch den Quartier versprechen. Interaktion hat uns schon erklärt, dass auch Flyer gingen machen, ein Tutbord Flyer, dass sie eben gerade auch Reklam machen, weil wir hätten gerne, dass die Leute adherieren, dass die Leute kommen an den Tiers-Lieu, dass sie sich rundherum gemeinsam Interessen noch da beginnen an erkennen, dass sie partizipieren. Und wir sind noch immens froh, dass Interaktion da sich bereit erklärt hat, diesen ersten Tiers-Lieu zu animieren. Weil ich meine, die Leute, die an dem Tiers-Lieu sind, auch die Professionellen, das sind am Anfang finalement die machen, dass das sich wird auch dann machen. Madame Brümmel hat nach vorgestellt vom Klei, sie hat mir da ein Konzept vorgestellt, wie gesagt, auch an einem anderen Quartier, an anderen Quartieren sind wir absolut bereit, Tiers-Lieu zu machen, und ihr Konzept war auch ganz flott, aber auch da brauchen wir dann einen Platz, sie hatten da eine fixe Idee, ich gesagt, sie sollen mal vielleicht noch weiter gucken, weil es brauche, wie gesagt, auch der Lieu, und das war nicht der Klei lang, aber das war auch mal im Syndikat von Gasbruch-Zeissing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das heißt, die waren zusammen bei mir, ich komme für mal da etwas vorzustellen. Der Schäferrot, also auf jeden Fall, so wie da am Koalitionsakkord steht, ganz offen für auf anderen Plätzen Tiers-Lieu zu machen. Wir sind auch da teilweise schon am Gespräch, aber ein Lieu als nun mal ein Platz. Es muss eben gucken, was der Quartier braucht, mit ein Moment von der einen Platz, wohin sich beginnen. Und da hat man Leute zu bauen, wie einfach immense Chance, dass den Lieu sich liberiert wird und dass ich dann direkt da noch gegraft habe und gesagt habe, das wäre da flott für Lomodo uns zu lancieren. Aber wir wissen alle, dass die Plätze von am Anfang finalement das schwerste als wenn der etwas sieht, wenn der etwas wisst. Also zeigt nicht, uns das mitzudelen. Und da gucken wir mit welchen Partner das können machen. Wir hätten schon gerne eine Corporate Identity für all die Tiers-Lieu von der Stadt Lützeburg, das sind die von der Stadt Lützeburg, wir machen es aber mit verschiedenen Partnern zusammen, je nach Quartier, für das auch jeder sich anständig kann, in dem Moment darum kümmern. An die Kommission du Vivre Ensemble interkulturell, die hat eine formidable Arbeit gemacht, die soll auch am Anfang damit angebunden sein an den Tiers-Lieu, weil wie gesagt, es war eine Diskussion an der Kommission du Vivre Ensemble, weil verschiedene Leute sich ein bisschen darauf gestoßen, dass dann Sozialkommission gehen kommen, weil sie sagen, das ist nicht ein soziales Projekt, das ist ein Projekt für Vivre Ensemble. Und dafür ging stehen, Message gerne nach ein Jahr heimat gehen, das ein Platz für jeden und nicht für sozial benotdeligt oder bevierdeligt Leute, mit das einfach, da wo wir uns alle gut sollen begehen, rundherum ganz präzise Aktivitäten, die uns dann in dem Moment interessieren, und hoffen, dass das da gut klappt. Dann noch, ich freue mich auf den ersten Rapport d'Aktivität, respektive die ersten Chiffren, die wir da können kriegen, für zu wissen, wie könnt dann überhaupt da hin, was geht da noch vielleicht mehr gebraucht, dann wie können wir vielleicht da noch von hier aus helfen, für das die Platz dann auch ein animiert, flott, liebes Platz, das für die Quartier sich beginnt. Vielmals merci. Merci auch. An der Stelle die Konvention Nummer 12 zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Da kommen wir in Konvention Nummer 13. Da haben sich ja geschrieben Madame Camarda, Madame Maert, Madame Bartolini, Madame Brümmel und Madame Müller. Madame Camarda.
Vielen muss merci für die Wort. Schon durch eine kleine Remarque zu machen beim Parachute. Ich fand das ein ganz gut Sachen. Ich sehe noch immer ganz viel leider noch gute Besicht aus der Parachute. Ich fand die besüßt immens traurig. Ich fand immer schon als Equipe à vos côtés ein Changement d'horaire gehen, dass sie mehr präsent sind, auch schon bei anderen neues Stunden am frei do sind, gebe ich wirklich auch ein ganz gut Sache von, wenn man auch bedenken, vielleicht do echt abzumachen, wenn ich weiß, dass Zahl der Tonnen, dass sehr viel schon 4 Uhr morgens abgeht, die Großzahl der Tonnen, und dann die Kleinen, die bisschen chauffiert, dass die erst ab 6 Uhr morgens op Kehe sinn die Zeit do noch immer froh, wann den Leute gesagt, die op Keen oppassen an der Securitéit run immers. Et wäre vielleicht auch do eng Idee zu denken, wann de Parachut do as fir Securitéit, fir das derfen Toxikomannen fir een Accueil zu machen von denen Leute, da sie fleischcht Kindtorieren no 4 verrickeln, dat wäre vielleicht eng super Sache. So, merci. Merci, Madame Merth. Also beim Projekt Parachute sind wir effektiv am Hotspot von all den Debatten, die aktuell an der Öffentlichkeit über die Culture Gare gefordert gehen. Der Parachute besteht seit 2018. Das weist, dass man also schon lange die Probleme auf der Gare seriös holen, an einen politischen Willen da ist, für zu handeln und zu helfen. Positiv ist heute, dass der Parachute ein Tripartit ist, also CRL, HUT und Stadt Lützeburg, dass die 3 Parteien sich hier engagieren, für einen Urlaubsplatz auf der Gare zu schaffen, für die vielen Leute, die sich da abhalten und mit ihrem Leben nicht eins gehen. Eine ganz traurige Sache, wo es gut ist, eine erste Orientation direkt bei der Gare zu gehen und damit auch dazu beitragen, dass das Environnement von der Gare sicher und agreeabel ist. Es gibt viel an die Gare und an den Tram investiert. Es muss auch noch an die Platz 400 Gare investiert gehen. Und ich setze mich hier an für urbanistische Maßnahmen, aber auch für Animation, für Diversifikation von den Offeren, zum Beispiel am Kommerz und auch an kulturellen und sozialen Aktivitäten. Es ist wichtig, ein Quartier mehr attraktiv zu machen und gleichzeitig mit sozialen Maßnahmen den Leuten zu helfen. Merci, Madame Bremmel. Ja, für uns merci auch von unserer Seite. Pardon. Madame Bremmel, wer dit mit d'accord? Natürlich. Wunderbar. Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister. Merci, Madame Brüm. Also 2 Frauen, das ist effektiv, und das ist schon angeschaut gehen, und ich meine, da sind wir in der Kommission immer drüber gesprochen, und den Herr Mann wollte ich da noch renseignieren, eben wie auch schon Öffnungszeiten, ne, dass man weil das die einzige Prise en charge ist, die dann so frei wäre an der Stadt. Da sind da aber Kinder, die ihre Nähklappe, Wandleid von Avocoté, Leid dann wackrig machen, ne, dass man hin können so und da können sie hingehen. Leider Gottes ist die Platz viel zu klein. Ne? Ich meine, das war mir an der Kommission noch ganz bewusst. Und ja, für da bei der CRL nur zu fragen, ob man etwas Migräses kriegen, weil ich meine, das ist wichtig, dass wir da an dem Eck bleiben, weil Klienten ja auch an dem Moment da sind. Wie das geht sicherlich nicht einfach. Aber wir sind aber total mit einverstanden für den Projekt Parachute, das ist ganz wichtig, für die weiter zu tun. So nicht, merci. Merci vielmals auch, und dann Madame Bremmel. Ja, voilà, da kann ich so, und ich schließe mich alle Menge 4 Rednerinnen an. Einerseits, was die Wichtigkeit vom Projekt angeht, zweitens, was die Öffnungszeiten angeht, dass sie wirklich müssen angepasst sind und besonders von der Klientel. Und natürlich auch als Punkt, den Lo gerade angesprochen wurde, aber ich meine, wir hatten auch schon hier an der Diskussion gehabt, dass nicht schrecklich groß ist, für das, was dann da lesen muss, das ist vielleicht nicht immer den Andrang da, aber ich meine, dass man schon ein paar Diskussionen hatten, dass gerade am Sommer wirklich definitiv zu klein ist und dass dann an der Hinsicht auch wirklich flott ist, für mit der CFL zu gucken, was für andere Möglichkeiten nach da sind, vielleicht auch die andere Seite, weil als Gare ist ja entretemps auch wirklich groß und sie hat 2 Seiten, nicht just die Seite zur Place de la Gare, aber auch die Seite zur Rocade, und vielleicht kann ich auf der Seite dann einfach auch noch etwas proposieren. Ich meine, dass man, das hat natürlich auch keine neue Konvention, das ist eine Konvention, die just umgeschrieben geht auf HUT.
aber dass man froh können sehen, dass man die Zusammenarbeit mit der CFL hun, aber wenn in den Text ganz am Detail liest, da frieden sich auch wirklich, ob CFL nicht noch auf einer Platz am Land auch etwas proposieren kann, das wir bestimmt auch am Sinn von der Stadt. Voilà, mehr also Wortteil ist auch positiv. Merci. Merci, das wäre eine gute Idee, dass es nach uns so ging. Madame Bartolini. Merci. Je souhaite mettre en avant l'importance de la reconduction de l'accord de collaboration autour du pôle social et d'orientation parachute, situé en gare de Luxembourg, pour rejoindre les points de vue de mes collègues. Ce projet, porté conjointement par la Ville de Luxembourg, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois CFL et l'association ELEF Terrain, répond à un besoin essentiel, offrir un soutien structuré aux personnes en situation de grande précarité qui trouvent refuge aux abords de la gare. Le parachute est bien plus qu'un simple espace d'accueil, il s'agit d'un point d'orientation et d'accompagnement social où chaque personne est en difficulté peut être écoutée, guidée et orientée vers des solutions adaptées à sa situation. Ce dispositif vise plusieurs objectifs majeurs. Favoriser la réinsertion sociale en mettant les bénéficiaires en contact avec les structures d'aide adaptées, sensibiliser les usagers de la gare, les commerçants et le personnel des CFL, pour encourager un climat de respect et de cohabitation harmonieuse, améliorer la gestion de l'espace public en conciliant soutien aux personnes vulnérables et sécurité des lieux. Grâce à cet accord, la Ville de Luxembourg et ELEF Terrain continueront à mobiliser les éducateurs spécialisés dont le rôle est essentiel pour créer du lien, accompagner ces personnes et leur offrir une perspective d'avenir. Cette initiative est la preuve que notre ville sait conjuguer solidarité et pragmatisme en proposant des solutions concrètes aux défis sociaux auxquels nous faisons face. Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs engagés dans cette mission indispensable. Merci. Merci. Madame K. Ja, vielmals merci. Also ich kann ja nicht mehr verstehen, Sie mit allem, was gesagt ging. Also effektiv hat man in der Kommission gesagt, dass wir gingen gucken, dass ein Storneister Kind abmachen, der Parachute. Ich ging mal einfach so resümieren, der Parachute als ein Drips Wasser auf ganz warme stehen. Wir sind noch ein Gespräch natürlich mit dem CFL, für zu gucken, ob wir einen großen Raum kriegen, weil das effektiv klein. Wir sind aber schon froh, dass wir überhaupt mit der Welt zusammen das tun können haben, weil es aber wichtig ist, Massen auf der Gare auch einen Platz zu haben, wo Leute abgefangen gehen, respektive wo sie auch weiter orientiert gehen, weil finalement als das ja auch der Sinn an den Zweig ein bisschen davon soll am Anfang kein Platz, wo ich nicht einen Kaffee trinke, mehr wo ich einfach eine soziale Betreuung kriegt, respektive wo geguckt wird mit den Leuten, wie sie können weiter orientiert gehen, was sonst noch für sie geht dafür. Also die Ouverturszeiten ist notiert, dass wir gucken, so ein bisschen auf 4 zu kriegen. Da hat man schon in der Kommission drüber geschaut, an dem großen Raum. Also wir holen ihn direkt vom Rekreieren, wir bleiben da drin. Das ist nicht ganz so evident und effektiv. Wir müssen uns diversifizieren. Aber das ist aber wichtig, auch Matzen an der Gare, auf der Gare auch so ein Point de Chute zu haben. Und dafür ist der Parachute dann mengen Stor auf der richtigen Platz. Vielmals merci. Merci vielmals. Wir stellen den Parachute dann zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci. Dann Konvention Nummer 14. Ah ja, die hast du schon aufgeholt, pardon. Ich hätte gemeint, die hätten wir aufgeholt. Oh, nee, ja, die ist nicht dabei. Dann kommen wir bei 15, Madame Arendt. Vielmals merci für das Wort. Wir haben drei konträrement zum ING Marathon mit einem Sponsoringskontrakt zu den von der Gemeinde Lützeburg mit der ASBL Amical Post Lützeburg für die Edition 2025 vom Postlauf gemacht wird. Es handelt sich hierbei um die 27. Edition vom Postlauf, die schon mehr wie eine Tradition ist und als von den ältesten Strassenläufen zu Lützeburg neben der Route du Vin gilt. Das Jahr soll auch für die erste Kehr 10 Kilometer Championat von der Avala beim Postlauf an der Stadt ausgedroht gehen, für den Champion respektive Champion von Lützeburg zu ermitteln. Es gibt ungefähr 3000 Läufer erwartet und der finanzielle Apport limitiert sich für viel de Luxemburg auf 7.000 €. An ein logistischer Support kommt doch dabei, was eine Augmentation ist von 2.000 € par rapport vom letzten Jahr.
Das sind also rund 2,3 Euro pro Lefer, wo wir als Ville de Luxemburg beisteuern für das größte sportliche und kulturelle Evenement auch das Jahr zu soutenieren. Merci. Merci vielmals. Heute ist noch ein, will den dazu etwas sagen? War nicht, Madame Beuysel? Ja, ganz kurz, ich will da Madame Arendt vielmals merci sagen. Sie hat sowieso die Sportkommission so gut gelegt, dass alles an Unanimität durchgegangen ist. Ich meine, das wirklich historisch, dass wir dabei sind, dass die 27. Edition, dass die erste Kurs, wo das geht von der Saison, wo dann alle Menschen probiert wie ein Erformers von einer Seite kommen und durch den Vetter so nach dem Côté Championat. Dabei könnte das natürlich noch viel mehr seriert. Also ich freue mich schon drauf, aber wie gesagt, das ist eine ganz raisonnable Augmentation für all die letzten Jahre 5.000. Die wissen alle, dass eine gute Energiekäste wie das Material an Blutgänger ist, eine Augmentation von 2.000. Das wird all Menschen raisonnabel geschenkt. Dafür soll ich merci für den Appui. Voilà, an der Stelle die Konvention zum Wort, wen hast du dafür? Als der Gegend enthält sich Unanimität. Dann die Nummer 16, du, Madame Bremmel. Ja, vielmals merci. Ich fand, wir haben hier eine wirklich wichtige Konvention, eine neue Konvention, eine Konvention, die Problematik von den Leuten, die Sans-Abrisme, also Sans-Abri sind, an psychiatrisch Schwierigkeiten, psychiatrische Probleme haben, betrifft. An Schmangen, dass wir stimmen das Konvention mit viel Fried mit, weil an Eisenahn ja klar ist schon wie lang, dass den gerade für die Problematik von Sans-Abrisme an Drogenkonsum viel mehr braucht wie sicherheitspolitische Mesuren, für darüber eine Antwort zu geben. Ich meine, auch da haben wir schon mittags auf dieser Platz gesagt, für das Population als der Ruf noch mehr Repression durch Police, durch Videoüberwachung oder Platzverweiser definitiv total an der falschen Platz. Ich weiß noch nicht, ob den heute Projekt direkt zurückzuführen ist, ob ein Aktionsprogramm mit 3 Pilien, denen der letzten Koalition präsentiert gouf, wo wir große Diskussionen hatten, wo nämlich gesagt gouf, dass neben der Police, neben dem Polizeminister auch das Familienminister und das Gesundheitsminister meisten an Pflicht geholt gehen, eben weil Drogenproblematik, Drogenabhängigkeit eingeschränkt ist. An der Kommission haben als die Responsable von der Ligue La Montée Centrale gesagt, dass es eine Erhebung gibt, dass an der Stadt mit ungefähr 60 Personen rechnet, die auf der Straße leben, an psychiatrische Probleme haben. Und für das 60 Leute, soll man mal so, machen wir ein Propos, ein Offer, an dem wir am Haus zu haben, 8 Betten zur Verfügung stellen, ein medizinischen Enkadrement, aber eben auch ein psychosozialen Enkadrement für einen ganz lösen Schreck, so wie sie es das erklärt haben, 8 Personen zu helfen, aus der Situation von der psychiatrischen Erkrankung, aber eben auch dann aus der Obdachlosigkeit rauszukommen. Vielleicht ist auch das, wie man am Kahn gerade so, ein Drops auf ein warmes Stehen, mehr, ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anfang. Ich denke auch, dass es Neuland ist, dass man so ein Projekt hier am Land noch nicht tun. Und ich meine, da können wir hoffentlich sein, dass hier an der Stadt geklappt ist, für das zu machen. Das ist ein Projekt, wo den ganzen medizinischen Personal vom Gesundheitsministerium überholget, an mir an der Stadt hier eben das sozioedukativ Personal an auch die Räumlichkeiten finanzieren. Ja, ich meine schon am Anfang das allermeist gesagt, von einer Seite wirklich eine volle Unterstützung für dieses Projekt. Wir wissen natürlich, mit 8 Betten haben wir noch nicht die 60 Leute an der Dach. Aber ich meine, dass wir aber auch sicher etwas beilehren und hoffentlich schneiden sich dann noch andere Gemengen, vielleicht ein Schreif von der Auf, 4 Minuten bei den Leuten zu sein, an denen zu helfen, denen nicht viel geheilen kann, dass sie an der Situation sind, weil sie definitiv krank sind. Voilà. So, ich merci für die Nurlauschtern und bonne Chance für dieses wichtige Projekt.
Merci, Madame Kahn. Ja, vielmals merci auch der Madame Brümmel. Also ich meine, das Einzige, wo ich just unbedingt will so, das nicht, mit der nicht verwirrseln, Drogenabhängigkeit oder psychiatrische Probleme, das können, die zwei Sachen können wir nicht gehen, sie müssen aber nicht. Das nicht unbedingt, muss ich nicht drogenabhängig sein, für psychiatrische Probleme zu haben, an draußen zu sein. Wir haben über die letzten Jahre immer festgestellt, dass immer mehr Leute draußen sind, weil sie psychiatrische Probleme haben. Das heißt zum Beispiel Leute, die klaustrophob sind, obwohl sie ein Haus haben, dann aber nicht heimgehen, und aber dann draußen leben. Ich ging so, wenn das für drohen, man Parachute, ein kleinen Drüps auf Bewärme stehen, weil so ist es ein ganz groß Drüps auf Bewärme stehen, weil die 8 Betten, da sollen die Leute ja stabilisiert gehen, sie sollen einen Platz haben, wo sie leben. Wir haben nämlich der Leute ganz viel, die an die Halte Nuit noch kommen und dann ist nicht mehr abtauchen. Es geht ja gerade darum, sie zu stabilisieren an ihre psychiatrischen Probleme. Das heißt doch mit Medikamenten. Dafür sind wir so froh, dass das Santé-Ministère auch Personal zur Verfügung stellt, weil das ist eine Aufgabe, die muss man als Summe bewältigen, wie der gerade gesagt hat. Und das habe ich schon als Familienminister damals gesagt. Und dafür sind wir immens froh, dass sowohl Stadt Lützeburg wie auch das Santé-Ministère auf der Velo konnte gehen, dass mein Platz von tun, weil das auch am Anfang für Reise als Stadt Lützeburg der größte Challenge für einen Platz zu finden, wo die Leute dann noch können leben, anders das Santé-Ministère dann Personal zur Verfügung stellt. Das ist aber so, dass wenn die Leute bis stabilisiert sind, da könnten sie eventuell auch inzwischen ernst das von go mit engem Suivi, mit weiter Unterstützung, aber eventuell müssen sie dann nicht da wohnen bleiben, wo dann nicht daraus für mehr akut Fälle von Leuten, die eine psychiatrische Erkrankung haben, an die an der Straße sind. Das heißt, das am Anfang mehr sind 8 Betten, aber die können aber auf höhere Mesure weiter besetzt gehen, wenn die Leute dann an ein Housing First zum Beispiel kann logieren. Aber auch da muss man die erste Erfahrung mal einfach machen, weil das nicht gerade so einfach wie teinst du sich unheiert für die Leute überhaupt sie variieren dahin zu kommen, weil Leute die an der Straße sind, die definieren hier Identität auch dadurch, dass sie an der Straße sind ganz tags, und das ist schon ein großes Arbeit von den Streetworker respektiv von denen Responsablen von dem Haushalt für die Leute auch zu variieren, bei sie wohnen zu kommen, und dass sie da geholfen kriegen. Das ist auch schon ein ganz Arbeit en amont, eher dass überhaupt Leute dann auch vielleicht auch bereit sind, den Weg zu gehen. Dafür ist sie wirklich immens froh, dass wir als Chefrot hier heute können proposieren, weil ich meine auch, dass das ein ganz großer Schritt ist. Und ich bin natürlich auch froh, wenn andere Gemeinden auch gegen Notziehen, wenn wir eine positive Erfahrung machen, können wir das vielleicht auch bei anderen Gemeinden so weisen und dann vielleicht als die eine oder andere dann noch solidarisch, wenn sie ein Haus hat, für so ein Projekt zu gestalten, weil die wirklich gut enkadriert, dass auch vom Staat motiviert wird. Und ich meine, dass das eine wirklich Chance ist für die Leute, die da können so von der Straße dann geholfen an diese Lebensprojekte können entwickeln, weil finalement also das, egal ob gesund oder krank ist, soll in einem Alter können ein Lebensprojekt nach hun. Und ich bin froh, dass wir da dann den ersten 8 Leute das können hoffentlich ermöglichen und dann vielen anderen Hannen drin auch. Vielmals merci. Merci vielmals. Und ich ging also die Konvention zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Und dann die letzte Konvention, über die wir diskutieren, Nummer 17, dort den Herr Philippat wird gefragt. Herr Philippat. Merci, Madame Bürgermeister. Das ist eine Konvention, die mir als Historiker ganz wichtig schenkt, die von der Uni Lützeburg, mit der Stadt Lützeburg, zum Sujet von dem Lux-Atlas. Das ist eine Konvention, die vielleicht nicht mit dem kleinen Montant von 240.000 € zu Buchschlägern auf 2 Jahre gestreckt ist. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Uni, die schon seit 2016 geht. Und die Stadt verhält an diesem Projekt konkret freies Salario für einen Geoinformatiker. Als Ergänzung zum aktuellen Projekt könnte ein 3D-Digitalplan von der Stadt aus dem Jahr 1805 dabei. Ich will unterstreichen, dass es sich hier um ein Projekt mit internationaler Envergure handelt. Das Projekt ist definiert von der Commission internationale pour l'histoire des villes. Es gibt am Kader von diesem internationalen Projekt rund 500 Städte digital erfasst. Der But von diesem Projekt ist zu identifizieren, wie eine Stadt sich über die Jahrhunderte entwickelt, urbanistisch, ökonomisch und sozial. Was sind Charakteristiken, die ausmachen?
Was definiert zum Beispiel die Authentizität, die wir sollten erhalten und aber auch als ADN erkennen, für uns weiterzuentwickeln? Das Projekt ist auch von einer gewisser Bedeutung, wenn ihr Bauprojekte möchtet, weil ihr gesagt, was auf einer Parzelle über die Jahrhunderte dadurch geschieht ist, wie die evaluiert ist, was da gebaut war, wie die genutzt ist. Jetzt sieht man in den Luxatlas guckt, bei einer Planung zum Beispiel wichtig für Überraschungen bei seiner Planung können zu evitieren, weil ihr gesagt, was effektiv im Terrain geschieht. Das Projekt weist die Entwicklung von der Stadt, an dem in historisch Plan digital über den Nähen kann lehen, wo ihr die Situation von Haut kann erkennen. Mehr wie 10.000 Referenzpunkte sind festgelöst. Über den Nähen an individuell konsultieren kann den Digitalplan der Wender von 1564, der JAIO-Plan aus dem 18. Jahrhundert, den Urkadaster von 1920, zusätzlich gibt auch wie Aerienne von 1919, 1963 auf von Haut. Also das seid ihr ganz genau, wo immer Sänger Proprietät NRW ist, aber die Geschichte sich entwickelt wird, doch territorial. Für manche Parzellen von den nicht nur allein Koordinaten, wie auch Geschichte, historische Bilder, Postkarten, auch Texte, was wichtig ist bei auch Aménagementsfragen. Es gibt dann noch 3 Storymaps über Michel Engelsen, seine Illustrationen von der Schlussposition, wo ihn ganz Staat erkennt, Land erleiht, als ein anderer Storymap an über Themen die Silhouette von der Stadt bestimmen. Am Zeitalter von der Digitalisation also eine Plattform, ein Projekt, auf den Staat einfach nicht verzichten kann. Vielmals merci. Merci vielmals, Herr Philippach. Ich meine, dem als nicht beizufügen. Die hat alles gesagt, für was man das Konvention eigentlich mit viel Überzeugung a gutem Gewissen können zustimmen. An den Stellen, die also zum Wort, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich, Unanimität. Und dann nach den Konvention Nummer 18, Konzession funéraire, sind wir noch da damit d'accord, wenn ich griff. Ja, merci, Unanimität. Dann hätten wir den Punkt 6 von unserem Ordre du Jour, hätten wir den evakuiert. Wir kommen dann auf den Punkt 7. Hier geht es den Avis, den den Gemengerat soll gehen, ob der Rapport, den wir von der Police den 14. Januar 2025 geschickt kriegen. Wir hatten den 24 schon am Mai 24 und auch schon Jahren für Drohnen gefroten, für die Videosurveillance, die wir ja auf verschiedene Plätze schon hier an der Stadt tun, Lampertsberg, auf der Königswies, hier an der Ueverstadt, auf der Gare. Wir hatten auch eine Ausdehnung auf Boneweg gefroten. Da muss dann die ganze Prozedur gemerkt gehen, so wie es am Gesetz vorgesehen ist. Und das eben der Rapport von der Polizei, den als muss so wie die Situation ist, also am ersten Teil eben von Boneweg, das Krutmoloden, 14. Januar. Wir haben das an der Kommission vom 6. Februar 2025 am Komitee de Prävention Kommunal, wo wir da zusammen geguckt mit den Repräsentanten von der Polizei, von dem Parquet. Und die hat an ihrem Dossier hat den Avis, den der Chefrat vorgelegt hat. Ich brauche nicht zu unterstreichen, dass man natürlich einen positiven, dass man ich proposieren, einen positiven Avis aufzugehen für die 67 Kameras, die am ersten Teil von Boneweg sollen abgehängt gehen. Ich will direkt auch nach sagen, dass wir auch schon gefragt hatten, für dass es nach auf den östlichen Teil von Boneweg sollte ausgedehnt gehen. Das ist Boulevard de la Fraternité, oben Verlorenkastrandrem der Stadt Hammerel. Da haben wir aber die Decision betrifft nicht den. Dafür haben wir noch nicht den Rapport von der Polizei. Das ist wirklich den der an ihrem Dossier ja auch geografisch sieht, wo es ist. Und wie gesagt, wir proposieren jetzt einen positiven Avis dazu aufzugehen. Aber natürlich, also die Fragen frei, seine Meinung dazu zu äußern. Und ich gehe da frohen, wen will dazu schwätzen? Den Herr Biewer, den Herr Radu, den Herr Benoit, den Herr Boissante,
den Herr Weidig. An den Herr Wagner. Und ich okay verpasst? Nein. Herr Radu. Merci, Madame Pulver. Ich probiere mich kurz zu fassen. Ich will aber so, dass evident, dass Videoüberwachung etwas was den Empfang als Liberale lieber nicht hat. Auch mir liberal, mir freiheit gerne, an Privatsphäre gerne, an alles, an Empfang, du musst davon raus, dass das leider die Leute gut sind. Aber jeder nur sich selber guckt, in der Welt, die gut funktionieren. Leider Gottes weist es sich, dass das effektiv in einer Stadt, die sich, in einer modernen Stadt von Haut, wie wir sind, leider nicht so hält. Und man muss ob die Videosurveillance zurückgreifen, muss schon eine ganze Party Plätze von der Stadt. Und heute das Lo erweitert und wird dann zudem doch noch erweitert gehen. Und ich will doch direkt vielleicht auf ein paar Argumente ran, die dann immer diskutiert gehen, als wie wäre das gut? Geht es dann um andere Kriminalität? Geht es für gar nicht? Kriegen die kriminelle Handlungen machen? Gefahren, was passiert dann? Und effektiv kriegt ihr nicht durch ein paar Kameran Leute verbessert oder Kriminalität aufgeschafft. Das passiert, das ist mir noch nicht das Ziel, noch nicht die Illusion. Mit gleichzeitig mengen ich, dass es da war, und das weisen aber auch die Rapporten an, so von denen, die an dem Metier täglich schaffen, also Metier von der Kriminalitätsbekämpfung schaffen, als dass es eine Reihe von Leuten aufschreckt. Wie viel wissen man nicht, weil ich weiß nie, was für ein Krimi nicht gemacht ist. Wir wissen, das aber uns zu holen, und das noch am Außen, und dass es eine Reihe von Leuten aufschreckt, eine Reihe von Taten auf den Plätzen zu machen, wo Kameras sind. Das ist auch wahrscheinlich ein Deniabel, dass wenn auf der einen Kamera ist, dass Leute, wenn sie etwas entweder sticht, dann leben auf den Ecken haben drin, wo keine Kamera ist. Das heißt, dass ein Effekt da ist von Verlagerung. Das ist auch ein Deniabel, mit gleichzeitig, wenn Sachen sich ein bisschen mehr etalieren, dann geht es mir einfach, da geht es doch mir einfach, die Krimen, die Akten zu prävenieren. Dafür, und dann ist froh, erwischt den sie. Und das ist ein Tatsache, dass man, ich weiß nicht, 60, wenn ich 60 Kameras habe, tun wir nicht 60 Leute, die auf die Kamera gucken, den ganzen Tag, 24 Stunden an dem Tag. Das heißt, wenn wir bis 100 Kameras oder 120, will ich heute zuhören, nicht alle an Detail so, aber forcément kriegt ihr nicht alle Kameras an, die verwehrt wird. Sie sind den laut, der Platz, da schickt man ihn dahin, aber da ist den eingesticht. Das Police wird aber gesagt, das Situationen, wo flagrant die Situationen erkannt gehen, wo das kann Polizei geschickt gehen, dies allein die ist schon wichtig. Wir werden noch viel mehr wichtig, als effektiv an von den Gründen, dass wir auch froh sind, an die Sachen heute zu machen, dass wann Fälle passieren, dass da noch kann über die Videoaufnahmen, die gemerkt sind, retraciert sind, was passiert das, und auch die Leute können besser poursuiviert gehen, mit den Prüfen, die dann über das Videomaterial gesammelt sind. Ob nur all die Prüfen nur ausschlaggebend sind für eine Kondamnation, das auch hier gestaltet mit der Hilfe, und das wird die Polizei gesagt, an der Party wird an unserer Reunion vom Komitee de Prävention, ich will nicht an Details, weil wir ein separates Komitee, aber tausend von denen sind aber ganz klar, dass sie froh sind, die Notiz zu haben, und dafür auch froh sind, wenn wir das heute an die Richtung erweitern. Und dafür meine ich, dass wir das heute sollen halt positiv avisieren und gleichzeitig hoffen, dass der Polizei an dem Park hier hilft, hier arbeitet, mehr schneller, mehr effikaz zu machen, weil wir wissen als anderen Aussagen, sie haben ganz viel Arbeit. Aber wenn sie eine Sache mich schnell machen, dann haben sie noch vielleicht Zeit für ein Zweit anzufangen. Und dafür meine ich, dass der heute wieder an der Idee, wo wir das wollen machen, also das wird Arbeit von den Services zu facilitieren, und effektiv dann die Bürger dadurch ein besser, letzten Endes einfach eine bessere Lebensqualität an den Quartieren zu garantieren, wo wir das heute machen. Vielmals merci. Merci auch, Herr Biewer.
Merci für die Furt. Wie gesagt, froh von der Sicherheit an dieser Karte geht, dass sicher alle gut besuchen. Polizegesetz von 2016 sei doch viel, dass Police mit der Erlaubnis vom Minister kann auf verschiedene Karten eine Videosurveillance setzen, von Straftaten eben zu verhindern und dadurch am Fond abzuklären, wenn die anderen Mäuern, die schon im Terrain sind, nicht durchgehen. Wenn ich aber die Kamera installiert, das ist dann natürlich eine delikate Situation und muss ich immer die richtige Balance finden zwischen Sicherheit von den Leuten an Protektion von der Privatsphäre für die, dass die gewährt ist. Zu Bonneweg gehen 67 Kameran installiert, an das auf Basis von einer Impaktstudie, die von der Police für die Jahren 2020 bis 2023 von der Police gemacht ist. Die weiß ganz klar, dass es nötig ist, diese Präventionsmaßnahmen am Bonneweger Karte zu verstärken, wie das eine große Zahl von Infraktionen festgestellt ist. Es handelt sich sicher nicht um eine leichtfällige Diskussion, mehr eine Maßnahmen, die bestehende Aktionen im Terrain ergänzen, wie die Präsenz von den Streetworkerinnen, die Equipe von AVOT, Polizeipatrouillen und noch andere Sensibilisierungsaktionen. Wenn den Kamera an eine Karte installiert, wie Herr Rado gesagt hat, hat das sicher als Nebeneffekt, dass die Kriminalität sich dadurch an andere Karten verlagert. Wie auch am Avis vom Procureur General Oswald geht, gehen nicht außerhalb von der projektierten Zone auch Straftaten, die konstatiert sind, an die Bahn so groß sind wie die an der Zone, wo die Kameran installiert sind. Der Procureur kommt dann noch zur Konklusion, an die teilen wir auch, dass es entweder Videosurveillance muss dann erweitert gehen oder wir brauchen gut keinen. Die hat selber gesagt, Madame Bürgermeister, gibt schon über die verschiedenen Maßnahmen rund um den Unionsterrain, den Boulevard der Fraternité und noch den Verlorenkast eine Extension nur gedurcht und wir begrüßen das Decision. Da wollte ich auch in dem Kontext fragen, ob es viel gesehen hast und ob an andere Karten auch nach Karten envisagiert sind, wo in Zukunft so Kameran installiert gehen, aber ja, erwartfragen. So nicht merci. Merci auch. Dann Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Bürgermeister. Ja, wir schwätzen über die Kameraüberwachung am öffentlichen Raum, also als Gemeinderat wie aufgehen dazu. Und ich meine, das wird alle eben ganz wichtig, dass ihn präzisiert, dass wenn wir über Kameraüberwachung am öffentlichen Raum schwätzen, man hier nicht wie bei anderen polizeilichen Mäuern gezielt vorgehen, aber dass wirklich jederin erfasst wird. Das heißt, wir sind hier wirklich an einem Spannungsverhältnis zwischen der Frage von der Sicherheit, der Privatsphäre und noch den Grundrechten. Und das ist etwas, wo wir als Gring wirklich nicht leichtfertig damit umgehen. Wir können Kameraüberwachung wirklich just damit drohen, wenn sie gerechtfertigt ist. Das Projekt, das hier vorliegt, da sollen 67 Kameran auf Bonneweg kommen. Im Moment haben wir an der ganzen Stadt da mindestens 243 sind da ein paar die mehr, die aber nicht unbedingt bekannt sind an der Zone Kirchbierg. Das heißt, wir sind auf alle Fälle schon bei weit über 300 an der ganzen Stadt. Es gouf am Komitee de Prävention, an die hat Madame Bürgermeister oneinker gesagt, dass die PCSV Majorität hier im Knödler, respektive mit dem Support vom nationalen Niveau, nach weiteren Extensionen planen, notamment zu Bonneweg, an dem nördlichen Teil vom Quartier, aber auch auf der Gare, und das am Kader von der Revaluation von der aktuellen Zone, die da besteht. Gleichzeitig hat auch am Komitee de Prävention das annonciert, nach einem was auch schon am Koalitionsakkord steht, nämlich dass die Autorisationsprozedur soll gelockert gehen, ergo die wird das Visupolsgesetz auf die Liste holen. Und aus der Reunion, die man hatte, geht auch schon noch viel, dass verschiedene ein bisschen am Gedankenspiele für künstliche Intelligenz wollen anzunutzen, anzusetzen, und ich muss so, du gehst bei mir dann die Alarmglocken voilà, die Frage, die sich heute natürlich also von allem stellt, als Gimmerhai verhältnismäßig viel. Ob der Gare, du Henkelot sind da 2007 Kameran am öffentlichen Raum, und es gouf relativ massiv am Jahr 2019 du auch schon ausgeweitet. Und die große Frage, die sich stellt, hat sich das Sicherheitsgefühl an den letzten paar Jahren auf der Gare verbessert? Ist lo manner Kriminalität da? Ich meine, das ist die Frage, die ich stellen muss. Und ich denke, dann darauf, und das wissen wir alle gut, als nee.
die Situation hat sich trotz der Kamera nicht wirklich geändert. Ich werfe dann oder respektiv Hunlo nach Blick an verschiedenen Rapporten geworfen, notamment der Rapport von der IGP, die gemacht ist am Kader von der Elaboration von dem neuen Visupolsgesetz. Durchreiser geht zum Beispiel dafür, dass an den Jahren 2014 und 2022 an der Moyenne just 7 Arrestationen gemacht sind en flagrant délit Jahr. Also wir haben über die Kameran die Hungen an denen dort Jahren just 7 Mal en flagrant délit wirklich etwas können bewirken. Das hat sich in den letzten Jahren auch nicht wirklich geändert, wie auch aus der Diskussion respektive dem Rapport von dem Komitee de Prävention geht, wo gesagt wird, dass Visupol just auf 4% benutzt wird, für eben in flagranti 4 zu gehen, und an 96% für die Abklärungsarbeit zu machen. Und ich zitiere auch hier den Procureur General an einer Reunion, der gesagt hat, das ist nicht ganz häufig, dass ein Kamerabilder kann nutzen kann. Ich habe aber auch gesagt, mir alle Keiers, wohin sie nutzen kann, ist es gut. Und hat auch mal im Verweis darauf hingewiesen, dass an dem Service auch just 10 Leute schaffen. Ich will an dem Kontext dann noch einmal zurückgehen über die Etude, die gemacht ist am Kader von der Elaboration vom Visupolsgesetz, wo dem Sicherheitsgefühl an der Staat geht. Und da wurden die Leute gefragt, wie sie die Risikoevaluation machen für Aufwärtsgehen von einem Incident. An den Top 3 Antworten, die da kommen, sie von den Bürgern als erstens Heerschatten, zweitens Leute, die zu viel getrunken haben, und drittens Drogendealer respektive Drogenkonsumenten, die elastisch sind. Und als alle wissenschaftlichen Etude geht dafür, dass genau an den doten Fällen, also an den Top 3 Problemen, die wir haben, wenn es um das Sicherheitsgefühl geht von den Leuten, Kameran überhaupt nicht nutzen. Gerade so oder wenig nutzen. Gerade so, also so, dass Bürger gesagt haben, dass es davon allem auch an der Nucht ist. Und auch da, Visupol als an der Nucht, respektive an der Deichter als nicht nutzbar. Es gibt also hier ein falsches Sicherheitsgefühl. Ich will vielleicht auch noch dazu sagen, eben ein Problem, mit dem wir immer im Schwätzen, das hat am Gemeinderat auch schon einmal vorgefallen, dass Dontristieren, die dann belöscht sind, mit Visupol zum Beispiel sind Dontristieren aus evidenten Gründen auch geschwärzt. Das heißt, auch an dem Punkt, den aber den realen Punkt ist, hilft das heute uns nicht weiter. Es gibt also, wie gesagt, hier ein falsches Sicherheitsgefühl, wenn ein auf Kameraüberwachung so sitzt und bringt eigentlich nichts. Weiter haben auch noch anschmengen, das hat auch noch die letzten Jahre gewiesen, hat die letzte Extension von den Kameran auf der Gare klar auch zu einem Deplacement von den Fällen gefordert, notamment auf der Gare, wo man zum Teil ganz andere Straßen Probleme verstärkt haben, respektive bis auch an die Fundkartien ran. Wir gering sind also ganz reserviert, was die heutigen Extension angeht. So, dass wirklich die letzte Extension, wie ich gerade belöscht habe, auch klar nicht zu dem Ziel gefordert haben, was wir als gestaltet haben. Und dafür gibt das Ganze eben ein falsches Gefühl von Sicherheit. Das ist eben noch wirklich bedauerlich natürlich, dass man heute eigentlich ein Avis schreiben oder gehen, wo man noch nicht wissen genau, wie die Evaluation von der letzten Extension auf der Gare eben ausgesehen. Es gibt den klaren Risiko von Verlagerung an, wie die Polizei selber an dem Text schreibt, den wir vorliegen haben, gibt es hier ein Risque élevé de la violation à la vie privée von den Anwohnern. Die Polizei hat uns auch gesagt an der Reunion, die wir hatten, dass mehr Kameran für die Service, die schon nicht dick besetzt ist, auch dazu wird führen, dass in Kameran die verschiedenen logischerweise Männer kann gucken. Ergo wird den Inflagranti mengenisch noch weiter raufgehen, wobei das aber eigentlich gerade das, wo die Bausen mengenisch Leute gefühlt und dass es ihnen etwas bringen. Auch der Procureur respektive der Parquet ist nicht überzeugt von der heute Demarche. Er sieht, dass am Vergleich, wenn in Kriminalstatistik nicht mit anderen Kartien vergleicht, da wäre es ganz schwer für eben die heutigen Zonen zu legitimieren. Er sieht dann eben auch, dass die Reserve quant au bien fondé de la création de cette zone werft auch die Fragen ab von einem Effet de déplacement.
und verweist auch darauf, dass man wirklich, was Protektion de la vie privée sind, eine ganz delikate Decision zu holen haben. Ich will auch noch präzisieren, dass das ganz auch nicht geschenkt ist. Wir investieren hier 2,3 Millionen, das könnte nur, haben wir den Punkt nach dem Ordre du Jour, gar nicht zu schwätzen von allen guten Personalkosten, die da nur noch hier drin hängen, die vielleicht Stadt Lützeburg nicht zu drohen nicht, mit die aber auf Kosten von dem Steuerzahler sind. Auch noch präzisieren, dass die erste Kehr, dass Stadt Lützeburg so eine Extension bezielt. Bis lo bei der heute eine Police-Mission an, das werden noch Kosten von der Regierung, die da überholt gehen, sehen wir das lo bei der heute Extension etwas Neues. Und ich gehe dann davon aus, dass das doch in Zukunft wohl so wird bleiben. Ich habe schon gesagt, dass wir es schön fanden, dass keine Devaluation von der Extension, dass wir nicht gewährt haben, auf alle Fall für die Debatte zu feiern, bis wir genau konnten wissen, was die Extension auf der Gare da wirklich beruhigt hat, also wo die Police das dann argumentiert hat. Gerade so fehlt auch für mich eine Evaluation, eine anständige Evaluation von der Police, von der sogenannten Police lokal, weil ich denke, dass das etwas ist, was eigentlich viel mehr von uns erwartet wird, dass mehr Polizisten noch konkret Terrain sind, die dann auch wirklich an Notsituationen sehr reagieren kann. Eine Kamera kann das nämlich definitiv nicht. Und in dem Kontext will ich dann noch sagen, wo sind die vielen Agents municipaux oder auch die mehr Pouvoir kruten, respektive auch die Lokalpolice zu Bohneweg. Ich muss nämlich so, wie den Projekt lanciert ging, ich bin ja selber zu Bohneweg, schon ist nach all dem Mal gesehen. Aber ich muss so, schon an den letzten Wochen keine Lokalpolice mehr gesehen, und ich sehe wirklich viel da NRW. Die ich meine, will wirklich schon einen Appell machen, das sind eigentlich wirklich die Mesuren, die gebraucht gehen. Es geht natürlich nicht durch, just am Anfang beim Lancement von so einem Projekt mit großem Tamtam, sie dann dreimal durch die Karte laufen zu lassen, aber sie mussten dann noch wirklich im Terrain sein, und das ist definitiv nicht der Fall. Wir gering können, wie gesagt, mit Kamera leben, wenn es wirklich darauf beschränkt wird, dass sie auf ganz sensible Plätze sind, wo sie wirklich, wo wir wirklich wollen, dass sie helfen, wo dann noch wirklich die Effektivität davon garantiert ist. Zum Beispiel rund um Schulen, da kann nämlich der Flagrant Délit auch funktionieren. Das Risiko von einer Verlagerung wird dann auch mit klein, die Effektivität wird mit groß und Verhältnismäßigkeit als echter garantiert. Das heute als an unseren Augenwischerei vermittelt eure falsches Sicherheitsgefühl als nicht verhältnismäßig riskiert zusätzlich auch nach kontraproduktiv Effekte haben, und dafür können wir das als gering nicht mehr drohen. Zu Schluss will ich doch vielleicht noch kurz auch noch auf die Tüte über das Sicherheitsgefühl an der Stadt zurückkommen, die gemacht sind am Kader von der Elaboration von dem Visupuls-Gesetz, wo die Leute nämlich auch gefragt haben, was ist ihr wirklich wichtig für das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Du haben sie geantwortet, erster Platz Éclairage, zweiter Platz verstoppten Ecken, dass der kein Do sind, dritter Platz Proprietät, vierter Platz mehr Polizeipatrouillen, da könnt lang nicht, da kommen lang andere Sachen nach, da könnt ob 9 Videosurveillance an ob 11 Privat-Sicherheitsfirmen für die just nach ein zu nennen. Und das sind noch genau meine Stehsachen, wo die Stadt wirklich noch viel mehr kann machen, setzt sich dafür an, dass wirklich mehr Lokalpolice, dass mehr Präsenz Terrain ist von den Agents municipaux und die mehr Pouvoir kruten. Ich sehe ja überhaupt kein zu Bohneweg. Genau da, wo die Möglichkeiten anzusetzen, die Lokalpolice, ich sehe viel zu Bohneweg in NRW, kann ich nicht so wenig für die Letzte gesehen haben, aber sie sind nicht da, schickt die dahin, dass die Sachen, die wirklich etwas bringen, investiert auch noch weiter an einer Mesure, wo der Weg etwas können und wo der Weg etwas können erreichen. Mit der heute, wie ich schon gesagt habe, vermittelte falsches Sicherheitsgefühl als an unseren auch noch nicht verhältnismäßig anriskiert und plus kontraproduktiv zu sehen. Merci. Merci auch, Herr Boissante. Merci viel, Monsieur Fürth, Madame Bürgermeister. Les Member vom Gemeinderat, wir haben heute an den 3 verschiedenen Interventionen viel Gefühle geschwärzt. Sicherheitsgefühl. Den Herr Radu hat gesagt, am liebsten hätte man das nicht. Scheint, dass das mal necessaire dann an dem Fall von der DP-Fraktion, aber im Fall vom Herr Radu Gefühl, den Herr Biewer hat am Anfang geholt wenig Zölln ernannt und noch mehr von einem Gefühl geschwärzt. Es wird ein großer Fehler an unseren an Mengen an, als verschiedenen Fraktionen zu opposieren, rund um ein Gefühl.
Natürlich ist als Sicherheit den Vivre ensemble an unser Quartier eng von unseren Hauptprärogativen, eng von unseren Hauptprioritäten. Do wennst sie mir alle Guten auch an dem Gemeinderat gewählt gehen. Nichtsdestotrotz von den vom Konzept von Kamera Surveillance schwarz viel nicht. Natürlich, wenn das etwas bringt. Natürlich, wenn das eine Lösung ist für die Problematik, die wir an unseren verschiedenen Quartieren haben. Natürlich, wenn das mit Fakten, mit Rapporten, wie zum Beispiel die Analysen vom gesamten Réseau, den schon am Garer Quartier ist, basiert das. Für was nicht. Wir sind da im Moment natürlich absolut nicht an dem Fall. Wenn ich von Zule schwätzt, an nicht von Gefühlen, da kann ich verschiedene Etüden gucken. In Frankreich zum Beispiel, an einer Länder, an einer Stadt, was bringt ein ausgebauten Réseau von Videoüberwachung. Frankreich, den Direktor der Recherche au CNRS, de Laurent Micheli, hat es bewiesen. 1–3% Flagrant Délit. Das heißt zwischen nicht und nicht viel. Als das fährt ein Risiko zu gehen, als gemeinsamen Freiheiten zu verlieren. Als es fährt, als ein falschen Sicherheitsgefühl zu gehen, an unser Quartier. Also es wird eng Idee abzulösen für die Benutzung von öffentlichen Dateien, wo wir leben, zu einem potenziellen Malware, zu einer potenziellen Ausnutzung von privaten Firmen, die uns dann als Bürger monetisieren können. Das ist eine Frage, die wir euch stellen müssen. Ich werde nicht wiederholen, was Herr Benoit gerade gesagt hat. Als Prinzip für Videoüberwachung sind wir als LSAP-Fraktion natürlich nicht dagegen. Wird am Moment an dem Timing proposiert wird, können wir das natürlich nicht matt stimmen. Wir haben keinen Beweis, wir haben nichts, ob den durchgeht, den tangibel aus, außer Gefühle, und schon nichts von den verschiedenen Intervenanten von der Majorität gehört, wie Gefühl. Aber bei einem Gefühl können wir als gemeinsame Freiheiten an ein Sicherheitsgefühl entgegenkommen, geht das nicht durch. Und den Herr Bönner wurde ganz pertinent gesagt, die verschiedenen Elemente, und dazu haben wir schon seit Jahren, die eng Sicherheit an den Quartier bringen, die sind an einem ganz anderen Niveau. Es sind 10 Punkte, die man könnte machen außerhalb von einem Videoüberwachung, die nicht beweist, die als Problem lösen an den Quartier zum Beispiel zu bauen wird, die mir natürlich viel Herzen leid, weil ich natürlich bewundern. Vielmals merci. Merci, Herr Weidig. Wir sind als ADR geht eine Überwachungsstaat viel Kameran das kann gut sein mit dem Problem als man die Infrastruktur hört da kann den Dono auch viel mehr scharfe Mesuren hören das gesagt in China zum Beispiel wo alt Kameran automatisch alle Geschichte kennen von Leuten, die do hat lasch gehen. Das heißt, von diesem Moment auch als Lützburg noch nicht der Fall ist, als das klar ein Problem, dass Kinder in der Zukunft halt so ausgenutzt gehen, da kann halt der Staat als Bürger genau verfolgen, wo sie wenig sind. Und das ist eine reale Gefahr. Das heißt, wir sind von der Überwachung statt. Auf der anderen Seite das ist natürlich so, wir sind natürlich auch gegen Kriminalität, aber wir sind auch dafür, dass man wirklich alle Möglichkeiten nutzen, gegen Kriminalität, gegen Kriminelle vorzugehen. Und in dem Kontext, also natürlich so, hat die Kamera trotzdem etwas Kindern helfen, auch wenn sie helfen, eventuell für halt Kriminelle direkt zu detektieren, können sie aber eventuell als Krimineller fannen. Du hast aber eine kleine Anekdote, Bekannte von mir, der halt am Garer Quartier wohnt, den hat halt den Fall, hat halt eine Kamera und hat halt den Abbrecher gefilmt. Und die Polizei hat halt den Abbrecher
erkannt und als Neues verhaft gehen am Mittes für die Bekannten genau dieselbe Person, die ganz klar den Abbruch gemacht wird, an die Neues verhaft gehen als Mittes op der Straße gesehen. Dat heißt, du gesagt auch, dass das Problem halt nicht nehmen, du hast bei halt Kameran, auch von Kameran, mit Leuten fannen, als Problem auch denen, dass als Gerichter an als Prospiten, dass du halt das große Problem hast, dass oft halt Leute einfach halt Straftaten akkumulieren, an der Wanne, dass dann eigentlich zu einer Gerichtsprozedur könnt, dass dann sich Bimo aufsetzen, aber Bimo nicht mehr am Land sind. Das ist halt ein riesiges Problem. Ein anderes riesiges Problem als dat auch an dat kenne ich dem Bebunde wie der Cartier schon nobrenn hat die Hummer gesagt ja schon mein Auto aus nicht angebracht gehen han gesagt ja aber hat der Polizei gesucht hat gesagt es nicht warten bei Polizei gegangen das bringt überhaupt nicht mehr es bringt nicht mehr Wunsch nicht gemeldet das ist auch wenn man nur Statistiken gehen da stellt sich auch froh wie viele Leute nicht aufhängen die Straftaten warten mit zu melden oder warten mit bisschen hast weil es halt Mengen dazu wie Beispiel gemacht gehört hätte doch auch ein riesiges Problem das sind Statistiken eventuell nicht so hoch aber trotzdem hast du ein riesiges Problem. An hat den dritte Punkt also den hat man Fongol hat das Video und hat eine Bekämpfung von den Symptomen machen. Mit froh als wirklich wir bin als der responsabel für all die Kriminalität wo kommen sie her was für eine Gruppe sind oder so weiter all die Themen die Kinder von an der Öffentlichkeit die warten nicht klar thematisiert an das auch halt riese Problem. Wir fanden, dass man fanden, dass all Moja muss ausgenutzt gehen, für gegen Kriminalität zu kämpfen. Werde mir dafür stimmen. Weil alles muss probiert gehen, für Kriminalität unter Kontrolle zu bringen. An die Dunne muss man da gucken, wie als Erfahrung dummer das sind. Wir stimmen dafür, obwohl man auch gesehen hat, dass es eventuell nicht bringen kann, an der Gefahr noch immer ist, dass man mehr und mehr an die Überwachung stattgehen. Also trotzdem wichtig, dass wir alles probieren, für gegen Kriminalität zu kämpfen. Merci. Merci auch, Herr Wagner. Ja, merci, Madame Bürgermeister. Schmengen, kann ich so, jeder also sich gegen Kriminalität gibt ja keinen Heilkommen oder so, und ich fand das gut, dass wir sie unterstützen. Jeder findet das schlecht, wenn andere Leute beklaut gehen, wenn ein Mann oder ein Mensch etwas geschieht, physisch, psychisch, das ist evident. Und ich meine, jeder will doch darauf schaffen, dass das nicht geschieht oder so man wie möglich geschieht. Weil selbstverständlich wird auch weiterhin weiterhin so Sachen noch geschehen. Es kann ja noch keinem Haien erstellen, dass für einen Überwachungsstaat wir oder ein Überwachungsstaat antreten. Allerdings, es fängt immer so an, bei der Videoüberwachung kann ich sagen, es gibt auch Etüden, die das belegen, dass den dummer da aufhängt, dass ihr seht, okay, dass die Mesure geholt für zum Beispiel d'entristieren, zu anonymisieren, für da war nicht jederin komplett erkennbar wie die Mesure geholt, etc. Glücklicherweise gehen sie geholt. Mit das wir noch gesagt vom Herrn Benoit gehen das ein Pont. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Es fängt ein bisschen an, dann geht es weiter, für die weiter. Dann können wir nach über Verlagerung schwätzen von gewissen Delikten. Dann können doch noch künstliche Intelligenz mit am Spiel, wo es auch sich pour l'instant gesagt, wir werden das nicht benutzen.
dem noéi méi fir rund 15 Joer hun mir ha an diesem Gemengrot an huet den Emoge Boier Mechtag Xavier Bëttel gesot hewe gënnet fir d Videosurveillance los immer do fir. Dat ich los immer net fir Reconnaissance facial, los immer net fir d KI an 10 Joer immer fleit do fir. Well och iwwer gewësse Meden an so weiter Problematik vun der Kriminalitéit, die Fläit noch net geléist ginn also dat die Fläit auch vergréisert gëtt oder Fläit, weil die schlecht Usatz geholl gesinn fir ze bekämpfen, net gewirkt hun net gegraf hun. Dat hecht et muss oppassen, dat man net am gange sinn ha Appppes ze banaliseieren. Appppes ze banaliseieren an még Virredner hun net quasi schon all gesot. Weil wann en so Sache mëcht, die Videosurveillance muss en sech evaluieren, ob Apps bringt. An mir auch als Lenk sind der Meinung, dat et Platze ginn, wo et Appes kann bringen. Bei enger Schule kann et Appes bringen, weil et do tatsächlich, wann e vun der Verlagerung schwätzt justement, bei jo done joch lewer dat potenziell Sexualtäter dat déi verlagert ginn an sech net rondom enger Schule bewegen. Dat huet chi lewer. Eng Parking auch wahrscheinlich, weil du dieselbe Problematik auch so stellt vis-à-vis vu Frauen. De not zu generalisieren, dann as es wirklich auch eng froh von der Verschaffung von all dem Material, den en huet, wann en immer méi Informationsmaterial huet, muss dat doch können präzis verschaffen. Aber wir wissen lo schon, ich mein gewoch schon gesot, dat den awer wirklich viel Polizisten brauch, a Brigadien an verschiedene Gruppen opgedeelt, fir dat permanent können ze verschaffen. An jidereen zweifelt u sech runnner, dat dat wirklich Apps kind bringen. Gouf gesot, et kann en do vun ausgoen, dat et Leiit aufschreckt. Wir wissen dat net. Ich fand das bësse léger, aber fir eng Decision zu holle, wann en net wees. Natürlich kann en net wissen, wievi Leute doofschreckt. Wann dat ein Argument ass fir ze so mehr installieren, dat trotzdem, dann hunnech echt den Andruck, dat Videosurveillance an dat as fundamental Meinung, wann en se ausweit wie dat lo gemerket, dann ass et echt eng Solution de Facilité. Weil ass gonne zu einfach fir ze soen me se géint Videosurveillance politisch ass et och net so einfach dat ze vertreden, weil et instinktiv Videosurveillance kennt oft so wo geholt gin, wie wann dat tatsächlich eng gros mesure wie die ganz effikaz fir géint Kriminalität der Gewalt etc. fir zu go. Dat jo Mënschen dat wëll, dat hecht kann en schon bald so durchgestalt gin, dat wann se, dat sie géint eng Ausdehnung vun der Videosurveillance, dat de neicht géint Kriminalität wéit machen. An de Problem gin einer Sachen, die kennt man. An de Problem ist justement, dat viel Stimmen überall so u secht Videosurveillance, wann en se ausweit bringt net viel an der Elucidation vun Kriminalität an de Flagrantien 4% gouf schon gesot, das ganz wenig. Du no fir och nach dat wo net vielleicht vergissen, muss noch oppassen, wann man engkeier och wat geschieht mat den Donne, mat der Verschaffung vun den Donneen, wat geschieht, wann man vielleicht doch engkeier méi KI hunn, da stellt sich froh, die stellt sich schon an den USA zum Beispiel, dat ein Profilage racial e sozial gemerket. An dat u sech gewisse Kategorie vun der Bevölkerung viel méi och in dat Generalverdacht kommen, viel méi och in dat Generalverdacht kommen. An dann stellt sich froh, wann den mengt, ich weiß, dat wär doch den verzin an ich weiß, dat doch am Schaffrot ke mengt, dat Videosurveillance die grosse Lesung wie fir all Kriminalität zu bekämpfen. Dat würde joch noch eine den erstellen. Ja, das Problem ist, wenn sich darüber konzentriert, genauso wie Privatpolizen, die darüber marschieren, dann verleiert den aus den auch einer Lesungsansatz, die mis machen. Und vielleicht deplaceiert den auch Problematiken, wo Menschen befallen sind, die gesundheitliche Problematiken mental, gesundheitliche Problematiken, Sans-Abrisme, Toxikomanie etc. Leute, die auf gewisse Plätze sich vielleicht mehr konzentrieren, die Komplexproblematiken haben, dass die sich auch verlagern, deplacieren, an der den viel mehr schwerer kriegt, für dadurch können sie lesen. Das heißt, wir meinen, dass es genauso wie der Prokureur, der noch sieht, die muss vergleichen mit alle Karten, vielleicht darüber raus.
weil das ja nicht just zu Bohnen, wie es geschieht. Also ich noch an der Chicago-Straße gelieft, die anscheinend doch in der Videosurveillance an einer zweiten Etappe soll kommen. Ich denke, dass das war so eine rohe Straße, wo ich ehrlich gesagt, also ich tröpple nach eins, du lernst. Bon, es war, ich meine, dass es ein bisschen teuer ist, dass es ein gefährlicher Point ist, für das, was es bringt. Und ich habe den Eindruck, dass wir da nicht allein sind und dass eine Scheinlesung geholt wird und dass Ende noch Bürger öfter überwacht gehen wie Krimineller. Merci. So, merci vielmals all denen, die interveniert sind. Und ich bin noch ganz dankbar, dass die Diskussion ruhig über die Bühne gegangen ist. Das ist ja nicht für die erste Mal, wo wir hier am Gemengerot über die Videosurveillance schwätzen. Wir hatten das für nach nicht langer Zeit. Und es kommen effektiv immer plus ou moins die nämlich Remarken ab. Bringt das, was verhindert das? Etwas aus dem Ballfall klar, Herr Boissante, hat nicht von Gefühlen geschwärzt. Hei sinn am Mann, dat den Rapport net gelees hat, dat kann ja auch sinn. Me am Rapport sinn ganz klar Zahlen von dem Infraktionen, die zu Bohnenweg, ich schwätze lo haut über Bohnenweg, mir für Drohnen über Döverstadt geschwärzt, mir hun über de Pont Adolf geschwärzt, mir hun über de Pont Adolf geschwärzt. Dat schenkt all Mënsche immens normal fannnen. Mir sind Zahlen, die ganz klar weisen, wie groß das Problem ist. Und der Rapport, den wir ja leihen haben, den ist von der Polizei, mit den Zahlen von der Polizei. Eine Polizei hat ja auch die Zahlen. Und effektiv, es ist von 20 auf 21 zum Teil raufgegangen und noch nach 22. Darf ich da vielleicht daran erinnern, dass genau an der Zeit wir die Société de Gardiennage angestellt haben, für so genau eben noch dort zu Bohnenweg die Runden zu machen und eben noch auf der Gare. An dem Rapport, wie wir den Police gefragt haben, an dem Comité de Prévention communal, wie sie gingen erklären, dass eben so viele Männer Drogen Affären von einem Jahr auf der anderen, 20 waren das dann nach 526 und dann noch 332, was aber nach immer gut ist. Du hat Police uns ein ganz klar Antwort darauf gehen steht an dem Rapport schwarz auf weiß von dem Comité de Prévention communal, das weil dem Moment nimmer nach Dealeren abgeschrieben sind und nicht Konsumation, wobei Konsumation auf der Voie publique, wie ihr es wisst, eben aber am Code Penal extrem klar als Sanktion durchgestellt gehen. Da ist eben Decision geholt gehen, es gehen die einen gehen nämlich abgestellt an die anderen. Police sieht auch ganz klar, weil das heißt ja hier ein Rapport, was sie uns eben auch froh, wir gehen hier ein Avis. Police sieht ganz klar, dass der größte Teil von dem, was es hilft, als für Herno Abklärung von Sachen, die geschieht sind. Sie so ja selber, das nehmen 4%, wo ihr am Flagranti, was sie konnten holen, aber die meisten, wo sie geholfen kriegen, das, wenn sie da noch können gucken. Und dass das wichtig ist. Also ich meine, Doro kann ja aber keinen zweifeln. Könnt ihr euch erinnern, ich meine, es sind nach kein 3 Wochen hier, das nicht so weit weg von hier. In Frankreich, ein junges Mädchen von 11 Jahren, von der Schule heimgegangen ist, an den Tag drauf, dort von Ginas auf dem Weg an einem Park. Wenn ich geliebt Herr Boissante, ich schon schwätze gelassen, lasst mich auch schwätzen. Wie haben sie 2 Tage drauf, den jungen Mensch, den der Kant dort gemacht hat, fand, über die Videosurveillance. Über die Videosurveillance, wo seine eigene Familie da ihre Römer kannt hat, weil den Jungen auch schon, oder der junge Mann auch daheim schon violent war. Es kann ihn einfach nicht so behaupten, dass das nicht ging dingen. Dass das kein Allheilmittel ist
gegen Kriminalität. Und ich bin dem Herrn Werner dankbar und hat das extrem klar und verständlich gesagt. Wir sind alle gut gegen Kriminalität, aber für das ging viel zu gehen, sind es viele Sachen, und die haben wir alle gut beschwert. An den Müttern haben wir noch ganz viele Maßnahmen, die wir soziale Plan können machen. Aber es Kinder eben auch, die einerseits repressive muss man, da sind wir da bei der Police. Police, wisst ihr, untersteht nicht der Gemeinde Lützeburg. Wir sind effektiv zwar ein von den einzigen Ländern, wo effektiv Gemengen nicht Polizeigewalt auf Police hat. Alle ist Notbeschländer, wenn ihr Beispiele von Notbeschländer könnt, dann hinkt es eben an dem Sinn, weil da sowohl in Frankreich, wie an der Belgien, wie in Deutschland, haben Gemengen selber eben eng Police, die in ihrer Kompetenz ist, das tun wir hier nicht. Wir haben hier, und ich bin froh, zu hören, die große Unterstützung an die Begeisterung für die Police lokal. Ich hatte dann für eine Längerei nicht die Impression, wir sind aber ganz froh, und das ist auch ganz richtig, weil wir haben eben den neuen Innenminister hat effektiv von Anfang an gesagt, wollt eben Erfolge machen an dem Sinn für die Police mehr Beigleit wirklich an Proximität zu bringen, an das effektiv auf der Stadt an eben zu Esch mit einem Projekt Pilot angefangen gehen, an den ja effektiv nicht nur bei der Leute könnt mir effektiv einen ganz positiven Impact hat, aber als wo hätte man da mehr, also während der mehr könnten da mehr die Patrouille machen, da könnten sie effektiv nach mehr Präsenzen, und da sind wir auch nicht alle gut d'accord, dass man natürlich das wünschen und dass man das wollen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die Polizei kann so abgestockt gehen, wie sie sich das wünschen und wie wir uns das wünschen. Wir sind ganz bestimmt nicht mehr, aber wenn ich so mir, dann schwätzen wir am Namen vom Chefero, dann von der Majestät, kein als Hai für den Überwachungsstaat. Und noch da sind ich dankbar, dass Herr Werner auch so, dass geht keinem unterstellt. Natürlich, weil effektiv, natürlich sieht man das nicht im Staat, aber auch Staat als uns Staat. Nein, natürlich nicht. Mit der Hai als Moyen, den von der Police auch gefragt wird, für hinnen, da bist eben an verschiedene Fällen, nicht an alle sicher, aber an verschiedene Fälle zu erleichtern. Und ich meine das wirklich als Responsabilität für das zu machen. Ja, es ist ein sensibles Sujet. Die hat für drüben vom Prokureur geschwärzt. Ich lese nicht an, aber seine ganze Erstellung dazu, da hat nicht gelesen. Ja, fängt an zu sagen, so wie wir alle gut wissen, weil es geht eben einerseits die Sicherheit von unseren Bürgern, und andererseits die Protektion von der Privatsphäre eben noch von unseren Bürgern. Am Rapport von dem Procureur d'État steht auch ganz klar, la mise en place de la vidéosurveillance est une décision délicate. Il en va non seulement de la sécurité des citoyens, mais également de la protection de la vie privée, de sorte que des mécanismes clairement établis doivent être appliqués pour garantir une intrusion minimale dans les aspects de la vie privée des citoyens. Und dann könnt aber den wichtigen Satz, den ich heute will zitieren, und dann könnten zur Konklusion, dass ihr seht, les dispositifs mis en place semblent a priori répondre à ces deux exigences. Und das genau das, was wir eben auch wollen, sowohl für die Sicherheit von unseren Bürgern das machen, was die kann machen, und der Teil wird nicht machen, dass es nur keine Kriminalität mehr gibt. Aber wenn wir können der Polizei helfen, für ihre Arbeit mehr effizient und mehr schnell zu machen, dann meine ich, dann ist das schon als Responsabilität auch noch nicht mehr das, wollen wir machen. Ich höre aber auch, dass eine Grundzustimmung ist, für effektiv so für auf verschiedene Plätzen das nach auszubauen. Wenn ich von Schule schwätze, ich meine, dann ist jeder Verein d'accord, weil jeder Verein will für uns jeder Verein als Juren will möglichst gute Konditionen für eben Kriminalität, kriminelle Aktionen zu verhindern. In dem Sinn
kann ich nimmen ich hoffen, also ich bitten eben dem Avis, so wie wir gehen hun, zuzustimmen. Lo könnt ihr dann nach, das heißt ja nicht, dass es da nur geht, weil da muss nach eine Kommission hier ein Avis dazu gehen. Und dann, ja, ich gehe noch davon aus, dass die positiv, ich hoffe mal, aber die kann da den oder dann nicht vielleicht nach dabei oder präzisieren. Ne? Aber ich meine, das hat alles vorgesehen, dass sowohl die Privatsphäre von unseren Bürgern, wie aber auch eben den Sicherheitssituationen, die wir an dem High-Quartier haben, dass dem bestmöglichst Rechnung gedrohen wird. Voilà. Wir stellen also den Avis, so wie wir ihn proposiert haben, zum Vote. Wen ist d'accord damit? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit das also so angehalten. Merci. Und da kommen wir bei dem nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour. Da geht es dann an dem ersten Punkt von Devis des Travaux die materielle Umsetzung für das überhaupt können zu machen. Das Projekt vom Budget extraordinaire über den Deployement für das Réseau Visupol. Wollt ihr dazu vorgreifen? Wenn nicht, dann stelle ich zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Dann den Projekt relativ aux travaux de réaménagement von der Montée des Tilleuls. Wollt ihr dazu vorgreifen? Wenn nicht, dann stelle ich zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Da kommen wir bei den nächsten Punkt, Urbanisme. Wird allerrecht eine Modifikation très ponctuelle von dem Sektor protégé Pafendal. Wollt ihr dazu vorgreifen? Wenn nicht, dann stelle ich zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Und dann die Modifikation auch très ponctuelle vom PAG an der Rue des Ligures, für das man mehr Wohnungen machen, nicht mehr hoch und nicht mehr Meter Carré, mehr Wohnungen, Densität. Kann ich den noch zum Wort stellen? Wen ist dafür? Wen ist der gelieft? Die wollt etwas so, aber dann holen wir das zurück und Madame Gasch, die hat Wort. Ich war mal ein bisschen sehr gegangen. Ja, zu der Rue des Ligures, auch nicht lang. Das ist wichtig, dass wir alle Meier, die wir haben, für attraktiven, aber bezahlbaren Logement nutzen. Wir stimmen, wie da gesagt wird, über eine Modifikation punktuell von PAG auf Rue des Ligures, wo wir notamment eine Erhöhung von den verschiedenen Koeffizienten von der Densität des Logements haben. Das bedeutet, aktuell haben wir am PAG 150 Unitäten, was 20.000 Meter Carré sind, und danach werden wir 304 Unitäten haben. Wir begrüßen das Änderung an umso mehr, weil das ein Spermas, die hier baut. Wie schon gesagt, wir brauchen dringend mehr Wohnungen an der Stadt Lützburg, aber sonst mehr abordable Wohnungen, und wir sind froh, dass es geschieht. An der Kommission hatten wir eine Diskussion darüber, was das Änderung konkret bedeutet. Auch noch Präzisionen dazu, dass auf anderen Flächen, die nicht weit von hier sind, wie zum Beispiel der PHP Giselberg, mit einer ähnlichen Densität gebaut wird. Ich wollte hier etwas aufmerksam machen an ein Umweltminister schreibt doch, dass am Screening, der ja im Vorfeld gemacht ist, für zu gucken, ob eine Umweltimpaktstudie muss gemacht gehen, natürlich Plan mit denen alle Koeffizienten gelöscht waren. An Situationen lo bisschen ein anderes. Wo wir auch an der Kommission darüber geschwärzt haben, als das auffällt, dass Coulé Wert, die am alle Schemadirektor mitten durch die Karte gegangen ist, neue Plan nicht mehr durchgegangen ist. Das ist an der Kommission abgeworfen ist und auch noch einmal vom Herrn Fötz von die Lenk ein Foto zur Gestalt ist. Das Coulé Vert ist aber wichtig für den Maillage ökologique garantiert, dass auch noch für das Couloir, wo keine Luft kann durchgehen, für so zu evitieren, dass es am Sommer zu warm wird, also für Klima, für das Wohlbefinden vom Bürger. So steht es doch am Screening. Ob die Durchgang schon Plan angedrohen ist oder nicht, also ist es wichtig, dass die Funktionalität von dieser Coulé Vert gewährleistet ist. Demnach wir sind froh, ob ihr das konfirmieren könnt. Also ob ihr könnt bestätigen, dass die Funktionalität von der Coulé Vert, die, wenn all diese Punkte, die ich für drunter angeschaut habe, eine wichtige Funktion hat, noch immer so auf dieser Platz gewährleistet ist, auch wenn sie neue Plan nicht durchgegangen ist. Merci.
Ja, ich meine, wir müssen natürlich den PHP, den muss dann realisiert gehen. Das hat aber auch keinen Impact auf eben die Umweltstudie, weil da kriegen wir ja gesagt, sowohl von dem also vom Ministerium, dass man nicht eine Analyse plus approfondie nach müssen machen. Ja, mit Koeffizienten, das hat ja mit dem Boden nicht zu dienen. Koeffizienten als anderem, dass nicht Wohnungen hat von 120 Meter Carré, aber von 60 Meter Carré. Aus enger von 120 mehr der 2 von 60. Ja. Das ist Densität, das ist nicht Densität, dass man Boden mehr verbauen. Das ist der Sinn von der Densität im Niveau Logement. Ja. Den Herr Radofried wird. Okay. Ja, also vielleicht ist Präzision, also wir erheben hier Koeffizienten alle durch, und nicht nur die von der Nombre de Logement pro Hektar. Das heißt, das mehr Meter Carré und das auch mehr Volumen. Und das ist ein bisschen, da tun wir ein bisschen froh an der Kommission, weil die nicht vielleicht ist dafür zu sagen, dass wir das an der HBM baut, dass wir einfach mehr Meter Carré wollen dahin machen. Mehr effektiv ist die Chance, dass der PRG wahrscheinlich aber ein bisschen aufgrund von Umschreibungen von früheren Koeffizienten an die neue Kader vom PRG die Umrechnung ein bisschen spursam wo. Und dass man die Koeffizienten an Blut setzen, und dass sie sich effektiv vergleichen mit den Koeffizienten, wie rundherum, und notamment, wo wir das letzte PHP approviert haben an der Rue, ich weiß nicht, wie Straße ist, das ist ein bisschen über der Lütz, also nicht zwischen dem College und dem freien Lützle-Terrain, also den ähnlichen Koeffizient, weil also weiß, dass man uns wirklich urbanistisch an dem bewegen, wie wir auch den Rest vom Quartier developieren. Und gleichzeitig sind wir auch noch schon nicht an diesem Moment an unserem Gemengerotsprozedur haut den erste Sinn vom PHP, den am Gang als ausgeschafft zu dienen, die weiß, dass effektiv dann die Volumen sich ja nur aufpassen und das, was besteht, da wo mir kleiner ist, und da wo mir höher ist, dann noch mehr höher ist, und effektiv die Frage von der Kohle Wert als adressiert, den ich nicht dann vom Service, mehr. Das war aber irgendwie so ein verständlicher Rassurant, dass durch den Teil, wo ein Espace public ist, an der Sinn, dass das aber adressiert wird und nicht eine Verminderung ist, wissen, dass doch hier natürlich immer aber so nicht die größten so Biotopsterrain an der Stadt. Wir sind aber just nicht auf der Autobahn. Das war von meist durch nach von den Leuten, wie man an der Kommission geschwärzt hat, als wird der Schutz von dem zukünftigen PHP, wie sie von der Autobahn aus, dass dort die Wald könnt, den die Comedy solle wegschwellen und effektiv die Leute ihre Lebensqualität dann noch soll garantieren, just nicht auf der Autobahn. Ja. Die Präzision weil die früheren PHP, den hat nämlich ja auch schon, und das ist ganz wichtig, dass du an der Mitte eben die Platz könnt, wo ihn eben für drunten von Tierieu gesperrt wird. Das soll extra einen Platz gehen, wo eben Leute, wo kann ein Quartiersleben entstehen. Also am PHP, den dann ausgeschafft wird, gucken wir, dass dem natürlich Rechnung gedruckt wird. Okay, ich weiß just eigentlich kurz, weil schon in einem Schmordprozess, also heuer ist in allen, ich weiß nicht, ob der Pistole in der Gesicht wird, du geht riech durch, geht der Kohle Wert am alle Schemadirektor an am neuen Hummer halt do eine Interruption. Und dafür wollte ich genau die Assurance kreieren, dass da mal so, dass man gucken. Ja, wir haben Lernst, du könntest Lernst den Wall von der Autobahn. Es ist ja nicht, wie wenn den, du könnt viel weiter gehen, weil du den PHP do als fertig, do wo den Wall könnt, den soll schützen von der Autobahn. Das heißt, das nicht ein River gehen auf einer Seite. Das höchstens durch die Quartier gehen. Kann ja nicht weiter gehen. Geht durch, geht doch inne bei Bach, ja. Ja.
Nee, geht nicht, kann nicht weitergehen, kann in den Berg, ja. Es geht am Anfang just darum, dass die Funktionalität garantiert bleibt, auch wenn man okay. Den Themadirektor ändern. Das war mein froh, ich meine, die hat ja positiv darüber geantwortet. Also, ich kann da präzisieren, der Rapport, also der Rapport von der Kommission, du hast effektiv die Antwort von der Madame Milani Nia, die sieht, l'évolution résulte d'études approfondies menées au fil des années, indépendamment des études préparatoires liées au PAP Nouveau Quartier. Bien que la surface de la coulée verte soit réduite, sa nouvelle configuration en entonnoir permettra des aménagements de meilleure qualité. Mir geht ja nicht um das Aménagement, mir geht es um die Funktionalität von der Coulée verte, dass die garantiert bleibt. Wir gucken, dass wenn man an der PAP den Lo ausgeschafft wird, das ist die meilleure Qualität environnementale, meine ich, als dann wird gewählt von der Madame. Das ist nicht, dass das Michel Heiser, die nicht so Mensch das dann. Bon, okay, wir sind also. Merci. Okay, ich stelle Ihnen zu Wort, wen aus dafür, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Merci vielmals. Dann Punkt 10, Oktroi de Subside. Sind dazu Wortmeldungen? Madame Camarda, ja. Schale mich ganz merci für das Wort. Sehr richtig, Frau als Präsidentin von der Kulturkommission können Sie so, dass wir all die verschiedenen Projekte, die präsentiert gesehen, auch allkeers à l'unanimité gestimmt haben. Und ich wollte kurz auf verschiedene Sachen angehen, die aber ganz flott sind. Von den ersten Projekten, die wir aufhängen, ist den Luxemburger Street Photo Kollektiv, die in den Light Leagues Festival machen. Und was bei den verschiedenen Projekten wirklich schön ist, dass wir Projekte haben, die bei Leuten kommen. Und hier ist ein, die dann am Gara Quartier wird stattfinden, wo auch die Expositionen bei uns gemacht gehen, so gut auch auf der Serfels Passerelle wie auch bei den Leuten. Und hier den Street Photography hat auch den Bewohner aus der Gara Quartier auch ein Fotoapparat gegen Jetable für hier Fotos zu machen und da heranzuschicken. Das ist also eine Partizipation citoyenne, so genauso Projekte, die wir gerne haben, die Leute aufrufen, am Mat zu machen. Man de Maitre fand ich auch immer super sagt, dass all Biennale, die wir haben, das geht die 5th Edition mit engem großen, mit dem Plein Lumière op Czech Republic an Rëm als Lützebauer Artisan a Künstler exposieren. Und wir sind auch froh, dass du eng Entrée gratuit hast, dass auch immer dann ein extra Tag für die Schulen organisiert wird. Wir haben das CEPA, das ist dann ein Centre pour la Promotion des Arts, und auch Zummerakademie genannt oder auch die Wanderakademie, die wir unterstützen. Und du hast es dann auch wichtig, den Leuten weiterzuhelfen, für die gute Arbeit, die sie machen, für sich können verschiedene Posten eben zu besetzen, weil es geht auch immer mehr. Und Arbeit, und das ist auch gut so. Wir haben Maskenada, die in den 30. Geburtstag feiern, am September, Ende September, an der Bananenfabrik. Und da weisen sie auch, dass alle Kunstarten zusammenkommen und sie machen Kunst für jeden Verein, so gut für die Größe, für die Kleinen, für die Familien, wie von Tanz, Lektür, Theater und alles drum und dran. Und dann haben wir von der Fundamental Festival, den im Alljahr stattfindet, das Jahr mit seiner 15. Edition. Und da sind wir auch ganz froh, dass die auch noch immer dabei sind. Meistens sind Dokumentationen kommen, weil eben alles mit Deier geht, überall, ob der von Zug, ob was auch immer ist, das heißt, du siehst immer wirklich ein Besoin, die verschiedenen Subsidien, für was die verschiedenen Subsidien da sind. Und ich fand das auch wichtig, dass man denen Leute, die sich engagieren, Kunst zu machen, und Kunst ist immerhin etwas, was Leute zusammenbringt, dass man denen helfen, das können weiterzumachen, auch an den Zeiten, die wir haben, wo eben alles mit Deier geht. Ich so, merci. Madame Bremmel, ja. Oder? Ja. Nee, ich wollte noch kurz zum Luxemburg Ladies Tennis Masters schwätzen. Die war ja effektiv an der Kommission de Legalité an. Du hast ganz viel Chancengleichheit diskutiert gehen, und du hat auch Claudie Reiland Propos gemacht für dat Gemeng mit den Organisateuren schwätzt, für die Lise Consemius dort zu invitieren. Sie ist eine blonde Tennisspielerin und Weltmeisterin in ihrer Kategorie. Also da das kleinen Anstoß für mitzuholen. Merci. Okay, merci, Herr Bauer. Ich kann hier schon konfirmieren, dass mit der Madame schon geschwärzt ging, und ich weiß nicht, ob sie Zeit hat, mir das auch ganz proposiert gibt. Wunderbar, stellen die Subsidien zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Dann Punkt 11, Motion von denen Lenken über den Findel. Kurz präsentiert, und dann holen wir es an die Kommission. Yes. Ja.
Ja, merci. Ja, ich präsentiere sie kurz. Ich habe den Eindruck, dass ich schon für Jahre eine Motion schon zu der Nutzpflicht deposiert hat. Das ist eine never-ending Story. Und wir stellen weiterhin fest, dass nach immerhin viele Bürgerinnen und Bürger zum Moses de Quartier, die justement an der Trajektoire sind vom Couloir aérien, noch weiterhin unter Nuisancen von der Nutzpflicht stark leiden. Und das kann ich auf 84.000 Euro rechnen. Die Nutzpflicht, die noch konsiderablement abgegangen, trotz der theoretischer Fermetur vom Flughafen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens. 2023 waren da trotzdem immerhin 2553. Dafür sind wir der Meinung, dass die Staat sich regelmäßig gegen die Nutzpflicht ausschwätzen. Das ist das Erste. Wir wissen noch, dass die Staat sich und den kompetenten Autoritäten wendet, für das die Nutzpflicht zum strikten Minimum reduziert gehen, an das, wann es zu Derogationen kommt, weil es kann ja zu Derogationen kommen, dass die noch guckt, die mit entsprechenden auch hohen derogativen Taxen zu begleiten als Aufstreckung. Wir invitieren noch den Chefrat mit dieser Motion, das Motion noch weiterzugehen und dem Mobilitätsminister und der ANA, der Administration de la Navigation aérienne, und der Kommission konsultative aéroportuaire an dem Departement Bruy von der Umweltverwaltung, die ja am Gang als nächsten neuen Aktionsplan ausgeschaffen gegen den Kamedi. Voilà. Ich freue mich schon auf die Diskussionen an der Kommission. Merci. Merci vielmals. Wie eine Kommission? Umwelt? Umwelt. Oder ja. Mobilität? Umwelt? Umwelt und Mobilität. Ja, wir gucken das. Wir gucken das. Weil das ist für die zwei wichtig. Ja. Wir gucken. Nee, wir gucken. Chefrat möchte sich darüber Gedanken. Ja. Der Chefrat versichert, die möglichst richtige Decision zu proposieren. So, da kommen wir auf den Punkt 12 von unserem Ordre du Jour. Madame Milchen. Merci, Madame Bourgeois, für das Wort und merci, dass ich heute das Resolution für die Runde. Es geht heute um die Resolution von 2021, an der der Gemeinderat unanim Stadt Lützburg als Freedom Zone für LGBTIQ+-Personen erklärt wird, zu reaffirmieren. Also können sich fragen, für was eine Resolution schon auf 4 Jahre reaffirmieren. Weil sich Bedrohungen für LGBTIQ+-Rechte in Europa und weltweit verschärft haben. Weil Hassreden rechtliche Ausschränkungen und Diskrimination zuholen, während rechtsextreme Bewegungen gezielt Stimmung gegen Minoritäten machen, das überall und auch heute zu Lützburg. Weil wir nicht mit dürfen, gegen klare Zeichen gegen Hass, Ausgrenzungen und Diskrimination zu setzen. Die Stadt Lützburg setzt mit dieser Reaffirmation von der Resolution ein klares Zeichen gegen diese Entwicklungen und bestätigt ihre Rolle als open und tolerant Staat. Darüber hinaus nutzen wir das Reaffirmation für ein internationales Engagement zu stärken, an dem wir mit der neuen Resolution dem Rainbow Cities Network beitreten. Ich will auch davon profitieren, dass Madame Claudie Reiland merci zu tun, die sich dafür angesagt hat, dass der Staat diesem Netzwerk beitritt. Wir weisen damit als Staat, dass wir nicht nur symbolisch, sondern auch aktiv für die Rechte für LGBTIQ+-Personen antreten. Gemäß der Charta von den Grundrechten der EU, gemäß dem Artikel 2 vom Traité von der EU, gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Jurisprudenz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gemäß der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte, gemäß dem Artikel 15 von der Lützburger Konstitution, gemäß der Resolution vom Europäischen Parlament zur Deklaration von der EU als Freedom Zone für LGBTIQ+-Personen, gemäß der Resolution vom Staatlichen Gemeinderat vom 18. Juni 2021, an der die Stadt Lützburg als LGBTIQ+ Freedom Zone erklärt wurde, gemäß der Resolution 4509 von der Chambre vom 11. Februar 2025 über die Verurteilung von all Formen von Angriff auf Menschenrechte. Der Tatsache stellt, dass der Gemeinderat von der Stadt Lützburg aus einer Sitzung vom 18. Juni 2021 unanim entschieden hat, die Stadt Lützburg als Freedom Zone für LGBTIQ+-Personen zu erklären, als Reaktion auf die Deklaration vom Europäischen Parlament vom 11. März 2021 für die ganze EU, dass wir mit Bedauern feststellen müssen, dass an verschiedenen europäischen Ländern die Freiheiten von LGBTIQ+-Personen eingeschränkt gehen, es wiederholt
physischen und verbalen Ugriff gegen LGBTIQ+-Personen könnt und nicht immer mehr zu akzeptierten Hassrede könnt, sowie das aktuelle allgemeinpolitische Klima, besorgt über den wachsenden Einfluss von rechtsextremen Parteien an Politik in Europa und weltweit, sowie offenen homophoben und transphoben Positionen vom Besorgnis vom Europäischen Parlament vom Februar 2024 über die zuholende Verbreitung von Hassreden an der ganzen EU, die direkt mit der Stärkung von der extremer rechter Verbindung stehen, an einer Zunahme von Stigmatisierung, Belästigung, Gewalt und Verfolgung von LGBTIQ+-Personen zur Konsequenz haben, mit der Überzeugung, dass die Rechte von LGBTIQ+-Personen Menschenrechte sind, dass Gleichstellung und Nichtdiskriminierung integrale Bestandteile von den Grundrechten gemäß dem Treaty von der EU und der Charta von den Grundrechten von der EU sind und das uneingeschränkt respektiert musste gehen, mit der Überzeugung, dass der Kampf gegen Ungleichheiten an der EU eine gemeinsame Responsabilität durchstellt, kollektiv handeln und gemeinsame Anstrengungen erfordern, besonders im Niveau vom lokalen und regionalen Pouvoir, die eine Schlüsselrolle an diesem Bereich spielen, weil sie für die Umsetzung von 3/4 von den EU-Gesetzen sowie der Förderung von Gleichstellung und Diversität verantwortlich sind. In der Berücksichtigung der Tatsache, dass die Chamber an ihrer Sitzung vom 11. Februar 2025 unanim eine Resolution gestimmt hat, die Zugriff auf Menschenrechte verurteilt, mit entscheidender Verurteilung von all Formen von Diskrimination, Hass und Gewalt gegen Minoritäten sowie all Formen von Äußerungen oder Unterstützung von Äußerungen, die Minoritäten ihr Recht auf Existenz aufschwätzen. Gemäß der Tatsache, dass Stadt Lützburg eine fest verankerte Tradition als open und tolerant Staat hat und sich weiterhin aktiv für den Schutz von Menschenrechten am Kader von ihren Kompetenzen einsetzen wird, beschließt der Gemeinderat no Deliberation, Stadt Lützburg als Freedom Zone für LGBTIQ+-Personen zu bestätigen, sich weiterhin für die Umsetzung von öffentlichen Maßnahmen anzusetzen, die die Rechte von LGBTIQ+-Personen fördern und schützen, sowie Mechanismen hinter struktureller Diskrimination zu verurteilen, Gemengenhaus während den Pride-Wochen an der Farbe vom Rainbow-Handel zu dekorieren und schlussendlich dem internationalen Netzwerk vom Rainbow Cities Network beizutreten, für das starke Engagement als Staat für die Inklusion von der LGBTIQ+-Communität weiter zu unterstreichen. Merci. Den 19. Juni 2021 hat das Gemeinderat die Resolution à l'Unanimité angeholt und ich wäre froh, wenn wir das auch könnten zusammen machen. Ich ging also dafür gerne die Motion, die Resolution, also die Konfirmation von der Resolution, die wir schon 21 geholt haben, ich ging die gerne zum Wort stellen. Wen gelieft? Herr Weid, ich will dazu Stellung nehmen. Wann will ihr dazu Stellung? Merci, Madame Burgermeister. Wir haben das Resolution am Staat der ADR-Komitee diskutiert. All Menschen sollen mit Respekt behandelt gehen, und für allem soll jeder gleich behandelt gehen, und keiner soll diskriminiert gehen. Das ist die Position von der Staat der ADR-Komitee, und das ist auch das, was ich persönlich immer nees über die Jahre gesagt habe. All Menschen sind an irgendwelcher Weise ähnlich wie die große Majorität, und wir gehören all dadurch zu enger oder mehr Minoritäten. Das kann ein Handicap sein, es gibt Leute am Rollstuhl oder Leute mit einem Sprachhandicap wie ich. Das kann eine religiöse Minorität sein wie Juden, Moslems oder Hindus oder auch strenge gläubige Christen. Das kann eine ethische Minorität sein. Wir auch mental Kranken oder Störungen sind, wie Depression, Sozialphobie, Krebs oder Drogen oder Alkohol. Aufhängigkeit oder eine schwere Sozialsituation als Wesen kann groß gehen, einfach vom Missbrauch, Armut, Chômage, Längerzeit, Überschuldung. Wir sind all Teil von einer Minorität an einem Aspekt von unserem Menschsein und dadurch exposiert zu ganz eigenen Diskriminationen. Das ist die Meinung, dass nicht nur eine Minorität nicht diskriminiert soll gehen, aber überhaupt keine Minorität soll diskriminiert gehen. An der Resolution von der Chambre sind noch nicht Einzelminoritäten auf 4 gehoben gehen.
Das ist also nicht fair, nimmen Einzelminoritäten Privilegien zu akkordieren, just weil sie eine stark politische Lobby haben. Mit diesen Privilegien müssten auch alle anderen Minoritäten an Anspruch holen können. Wir dürfen nicht verstehen, für was diese Resolution eine Gruppe herausgreift. Ein einfaches Beispiel, für was eine Bewegung ihre Fändel wochenlang Gemengenhaus hängen lassen, mit anderen nicht. Für was doch Bewegungen, die sich für Leute mit Krebs, Depression, Spruchhandicap oder armen Leute ersetzen. Sie all profitieren, dass Bürger sich deren Existenz, deren Perspektive, deren ganz eigener Problematik bewusst gehen. Für was machen wir das? Nicht für eine Bewegung, die sieht, dass sie alte Menschen repräsentiert mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Identität. Ganz viele Bürger sehen hier eine Monopolisierung vom Opferstatus in unserer Gesellschaft. Dadurch feiert es zu mehr Spannungen an der Gesellschaft, besonders wenn sie der Meinung sind, dass sie zu einer Minorität gehören, deren Schicksal viel schlimm ist, aber sie aber nicht so eine Plattform kriegen. Dafür soll dem Staater ADR-Komitee noch alle Resolutionen gegen Diskrimination generell gehalten gehen und alle Privilegien für die eng müssten auch für die anderen Göllen, für nicht andere Minoritäten zu benötigen. Dafür werden wir uns enthalten. Merci. Ich muss aber dann aber kurz reagieren, auch am Namen von der Präsidentin von der Chancengleichheitskommission, die ganz gern haut auch das Resolution persönlich unterstützt hat. Ich denke wirklich, Herr Weidich, die Spannungen, von denen der schwatzt an der Gesellschaft, die dir feststellt, die gibt von ihr geschaffen. Das ist der Punkt. Und so wie der schwatzt, verkennt er einfach Wirklichkeit, weil der wird auch Leute tun, die psychisch krank sind, die arm sind, die Spruchstörungen haben, die auch eine andere sexuelle Identität haben, die der LGBTIQ+-Community zugehörig sind. Ich meine wirklich, les droits des minorités, das sehen wir immer, ne sont jamais acquis. Am meisten die heutigen Resolution haut gar nicht abbringen, wenn es der Fall wäre, dass die Rechte acquis sind. Während den Anfängen, und du wennst das Resolution, die wirklichen Angriff auf Droits humains kondamniert. Und schmangen, es bleibt als wirklich nicht viel anders übrig, wie hier deutlich auszudrücken mit der Motion, dass wir das Kommunität an hier Diskrimination, diese permanent erlebt, hier Aufwertung, hier Invisibilisierung, dass wir dem entgegentreten an mit der Resolution dieser Staat, von dieser Stadt aus soen, als Mangerot soen, dass das Kommunität willkommen ist, dass das Kommunität als Schutz an als Wertschätzung kriegt. An, voilà, ich meine, du hast am Anfang alles gesagt. Lass mal so stimmen. Merci. Merci. Ich kann nicht dem beifügen, dass was Madame Milchen viel gedroht hat. Ich meine, das wäre eine Konfirmation von dem, was wir hier 21 à l'Unanimität angeholt haben, für eben just uns Solidarität mit Leuten zu bekennen, die wirklich hier an vielen Plätzen an der Welt noch viel mehr schwer gemerkt kriegen. Und das hier, weil wir merken, dass der Attitüden immer nächst abkommen, wäre uns eigentlich alle Goren wichtig, das hier noch ein Kehr zu konfirmieren, zu rekonfirmieren, und dass man dann eben noch Member von der Rainbow Cities Network gehen. Madame Reiland hat das paar Mal an der Kommission schon gefragt. Lo wollen wir das ist am Anfang den neuen Punkt, den wir haben. Und ich ging hoffen, dass wir das könnten l'Unanimität unholen. Bon, Herr Weidich wird uns schon gesagt, was seine Position ist, aber ich wäre froh, wenn wir könnten ein ganz klar, ein geeint Zeichen nach draußen gehen, dass wir zu der Motion 21 Stunden an Haut und noch mehr. Wir stellen die Motion also zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Tun wir das so angehalten. Merci.
kommen wir zu dem Punkt 13, Office Sozial. Sind dazu irgendwie Wortmeldungen? Nein, kann ich davon ausgehen, dass wir damit d'accord sind? Ja. Dann Punkt 14, Affaire judiciaire, du hast schließlich eng, die sollen wir für heute mal auffüllen, dass assuriert gehen, dass die bezahlt wird, dass die 3.500 Berg. All die anderen sind wir damit d'accord, für direkt 4 zu gehen. Ja, merci. Und dann Kreation und Suppression de Post sind dazu Wortmeldungen. Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, dass wir d'accord sind. Wir haben an einer Rekordzeit ein grosses Programm heute konnten evakuieren. Ich soll nicht ein ganz grosses Merci. Okay, top. So, Linda, ich komme mal